Nun stell doch bloß mal das Ding! Ach Mensch! Was soll denn diese ewige Dudelei? Ach. Ist dein Vater schon da? Nee, Rudel. Hast ihm Essen aufgefüllt? Ich? Wo er doch gleich so brummig zur Tür reinkam. Da muss man erst recht nett und freundlich zu ihm sein, denn ist er das auch. Na, Rudi, heute schmeckt dir die Erbsensuppe wohl, was? Ist mir ja auch nicht wieder angebrannt. Oh, da sind ja wieder mehr Blüten als Erbsen in der Suppe. Was? So was? Zu viele Klüten. Sind keine Klüten drin, ist das nicht richtig? Und sind das mal ein paar mehr geworden, ist auch wieder nicht recht. Leben hat man hier in Haus. Wie kommst du bei der Mappe? Hat Frau Schlüter rübergebracht, falls der Mappenonkel kommen sollte. Doch, ist sie schon wieder mal im Kino? Mit ihrer Lütten zum Arzt. Na ja, dann lass nun mal die Mappe sein und fass hier mal ein bisschen mit an, Lissy. Ach Mensch, und das nennt sich nun mein freier Nachmittag. Wenn dein Herr Professor mit seiner Familie nach Saudi-Arabien will, wie du sagst, dann wirst du wohl eine ziemliche Zeit ganz freie Tage haben. Hast du eine Ahnung, Tante? Nach Hausgehilfinnen lecken sich die gnädigen Frauen alle 10 Finger ab. Wenn sie dich wieder los sind, schlagen sie das Kreuz hinter dir. Lies! Ach, der doch nicht so doll, Mann. Das ist doch schon so mürbe. Denkt man ja nicht, ich bin gleich für die erste beste Stelle zu haben. Haushalt mit Kindern kommt überhaupt nicht in Frage. Kinder machen viel zu viel Arbeit. Ja, hätte ich mal auch sagen sollen damals, als eure Mutter von euch gegangen war und dein Vater bei mir ankam, weil er nicht wusste, wer sonst wohl seine 3 Kinder groß machen sollte. Komm, Ach, mit dir ist das schon ganz was anderes. Was? Ja, du gehörst doch mit zur Familie. Oh, du, darauf kann ich mir aber fix was einbilden, dass mir das im Leben mal so gehen sollte, hier im Haus nichts weiter zu sein wie so eine olle Jungfer. Oh, Lissy! Mann, du halt doch besser fest. Selber schuld, Tante. Selber schuld. Na ja, deine besten Jahre herzugeben und auf einen Mann zu warten, der dir ewige Treue geschworen hat. Ewige Treue. Puh. Haben wir uns sogar gegenseitig geschworen. Zum allerletzten Mal noch auf dem Bahnhof, wie der Zug schon anfuhr. Hand in Hand durchs Coupéfenster. Und seit der Zeit hat er all die Jahre nie nicht wieder was von sich hören lassen. Siehst du, Tante? Wie hieß er mal noch gleich, Tante? Ah, was geht dich das denn an? Wie hieß denn Herr Roderich Dependahl, hieß er. Hübscher Name, Roderich, nicht? Du, der hatte sogar 3 Vornamen mit dem Erich. Hier, fass mal an. Rot-Erich, M-Erich, Hein-Erich. Sein Rufname war Heinrich, aber so mochte ich ihn nicht nennen. Heinrich, heißt ja jeder Hans und Franz, ne? Ach, was war das für ein schmucken und ansehnlichen Menschen. Ja, weißt du, das war so ein richtigen Lockenkopf war das. Damals, ne, Tante Miele? Und so eigen in allem. Richtig penibel. Ach, und tanzen konnte er. Tanzen. Ist wahr, Tantchen. Ja, weißt du, wenn er mich so in seinen Arm hielt und wir beiden schwebten so durch den Saal, dann dachte ich immer, nu geht's los. Nu gleich rein ins 7. Himmel. Vielleicht ist er ja schon da oben angekommen. Sollte er wohl. Das sagt mir eine innere Stimme, dass er noch lebt. Der hat dich längst vergessen. Ja, nun fang du auch noch an. Was soll denn das? Weil der schon bei dir sowas wie eine fixe Idee ist mit deiner Treue. Fixe Idee. Von wegen fixe Idee. Du, ich hab nicht umsonst auf meiner Konfirmation den Spruch mitgekriegt. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Hier, fass das Laken mal an. Muss auch bald mal geflickt werden. Dass du aber immer noch mit einem Verlobungsring rumlaufen machst. Was heißt denn hier noch immer? Erstmal kriege ich ihn schon gar nicht mehr runter.
hat er mir auf dem Heiligabend unter dem brennenden Tannenbaum aufgesteckt. Och, und zweitens geht dich das ja gar nichts an, verstehst du? Und wenn sie das nicht gleich versteht, Tante Miele, dann lang ihr doch eine. Oh, schlechte Laune? Hast du heute zu wenig Trinkgeld gekriegt, was? Ja, was ich wohl hab. Na ja, aber was muss ja mit dir los sein? Also, was ist? Ja, nun mal nicht so neugierig, Tante Miele. Ich ja gar nicht, aber kannst einem das doch sagen, wenn man dich fragt. Ich weiß schon, Tante Miele. Hast wohl heute doch gar nicht Gelegenheit gehabt, Fräulein Helga Roggenburg zu sehen, was? Ach nee, was kann seinem Leid tun? Ich hab sie nicht bloß gesehen, ich hab auch mit ihr gesprochen. Möchte bloß wissen, was das alles zu bedeuten hat. Zu bedeuten? Ui, sag doch. Helga hat mir erzählt, ihre Mutter soll sich über die Familie Kappelhoff eine Auskunft eingeholt haben. Über uns? Mensch, du, dann muss deine Chefin ja was ganz Besonderes mit dir im Sinn haben. Eine Auskunft? Woher denn? Ach, Tante Miele, das gibt Auskunftsbüros. Was? Ja, und die fragen überall in der Nachbarschaft rum. In der Nachbarschaft? Na, dann kann man sich ja schon denken, was die zu hören gekriegt haben. Was denn zum Beispiel? Na, dass Vater bei der Firma Robert M. Dörmann angestellt ist, als Bote. Früher ist er da sogar Buchhalter gewesen, jawohl. Früher, ja. Ja, und was noch? Dass sein jüngster Sohn Liftboy im Hotel ist. Und auch was von mir? Ja, dass du ein ganz freches Biest bist. Och, bin doch nicht. Und bloß Dienstmädchen. Gibt das schon gar nicht mehr. Die letzte steht ausgestopft unter Glas im Museum. Wozu denn solche Auskunft, Rudi? Och, Tante Miele, sie ist nur wohl dahinter gekommen, dass die beiden sich lieben. Rudel und ihr Fräulein Tochter. Na, wird aber auch nichts Gutes bei rauskommen. Ja, und warum nichts Gutes, Tante Miele? Weil die Firma Alma Roggenburg-Witwe doch so ein ansehnliches Unternehmen ist. Mit all ihren Bussen und Taxen für Touristenfahrten. Nicht, Tante Miele? Ganz recht, das meine ich. Und was ist schon so ein Rudolf Kappelhoff dagegen? Mit dir, Freund Roggenburg, hätte es gar nicht erst so weit kommen dürfen wie nu. Ja, warum das aber mit uns so weit gekommen ist, Tante Miele, das weißt du. Und welch dankerfüllte Mutter würde nicht dazu ihren Segen geben, nicht, Tante Miele? Mann, hör doch auf, so wie die Frau da steht. Und denn ihr einziges Kind ihm, wo sein Vater nichts weiter ist wie ein Kontorbude und wie lang noch, das fragt sich. Na, Tante Miele. So schlimm wie Vater das immer macht, wird das schon nicht sein. Er sagt das aber doch. Und seit der alte Dörmann immer krank ist und nun sein Schwiegersohn das sagen hat. Der Sellenkappe. Ja, der meint doch, er kann sich alles mit ihm erlauben. Vater kann man auch immer die Zeit nicht vergessen, als er in Munsterlager in der Genesenen Kompanie den Herrn Hauptfeldwebel gespielt hat. Sag mal, und da lacht ihr noch. Ja. Traurig, wenn Kinder ihren Vater nicht respektieren, der sie groß gemacht hat. Er? Du sagst auch immer, du hast das getan. Ja, habe ich auch, aber dank ihr Gehirnzeug ein Deine Miele. Ach, dann geh mir doch los, was muss ich mir hier alles bieten lassen? Aber was bin ich denn auch? Alte Jungfer, altes Stück Möbel. Na. Hättet ihr mich hier nicht so nötig, hättet ihr mich schon längst zum Boden raufgebracht, zu dem anderen alten Gerüppel. Tante Miele, nun werd doch nicht wieder sentimental. Bin ich denn nicht immer so zu dir, wie sich das gehört? Also du quäkst und quakst ja gerade am allermeisten. Ja, sind ja mehr Klüne. Geh ins Bett, dann ist man dich los. Und das bis um 8. Und wer mich eher weckt, der kriegt einen Schuh ins Genick. Schuhe kann auch wieder zurückfliegen. Tante Miele, Na? binde doch das Kopftuch ab. Ja, du willst doch nicht heute Nacht auf dem Besen nach dem Blocksberg rein. Ich hab wohl nicht richtig gehört, was? Und sowas will nun Schwiegersohn von Frau Roggenburg werden. Ach, das steht doch auf dem anderen Blatt, Tante Miele. Ja, wo wären Fräulein Helga Roggenburg jetzt? Hätte er sie beim Vergaserbrand nicht im allerletzten Augenblick aus dem Auto rausgeholt. Ja, ich sag ja auch schon gar nichts mehr. Ich gehe schon. Das ist bestimmt der Kohlhändler mit der Rechnung. Sag mal, hier ist keiner zu Hause. Und du musst zur Heißmangel. Zur Heißmangel. Damit? An meinen freien Nachmittag? Du, das dürfte sich Frau Professor Vierkant aber nicht mit mir erlauben. Nee, bei der kriegst du einen freien Nachmittag ja auch bezahlt, aber doch nicht hier. Oh, schönen guten Tag, bitte kommen Sie doch rein. Nun lässt sie ihn auch noch in der Nein, hier die Fräulein Roggenburg. Was war der Fräulein Roggenburg? Mensch, und das sieht hier aus, immer wenn man Wäsche hat. Jedes Mal. Sie sind Rudolfs Schwester, nicht? Lissy, ja. Ja. Ja, ist Rudolf denn nicht hier? Hat sich hingehauen. Wer ihn vor heute Abend wecken will, Na, ich muss ihn aber unbedingt sprechen.
Ja, denn soll das mal lieber meine Tante Miele machen, nicht? Ja. Tante Miele, kannst du mal ganz schnell kommen? Du hast Besuch. Schon. Guten Tag. Guten Tag. Du, Fräulein Roggenbuck muss Rudels brechen. Ja, dann unbedingt gehen wir sogar. hin, dann ist er Ja, aber das. du weißt doch, dass er sich... Sag man, wer hier ist, nicht? Und dann nimm bitte den Wäschekorb gleich mit, nicht? Soll ich damit zur Heißmangel? Aber gerne doch. Habt ihr heute meinen freien Nachmittag, nicht? Und dann mache ich mich ja immer gern ein bisschen nützlich. Setzen Sie sich doch, bitte. Dankeschön, danke. Komm gleich. Na, Sie sind ja so aufgeregt. Ist was passiert? Na, ich kann mir nicht nur den Grund denken, nee, auch von wegen die Ursache. Ja, so kann das kommen im Leben, nicht? Das ist aber schon immer so gewesen. Und nicht nur für zwei Königskinder ist das Wasser denn viel zu tief. Mach doch mal was gegen. Na nu, was denn hier los? Mach doch nicht so dösig, das Fräulein ist ganz unglücklich. Rudolf, ich musste dich sprechen, bevor meine Mutter herkommt. Deine Mutter? Hierher zu uns. Ja. Sie kann jeden Augenblick hier sein. Darf mich hier nicht antreffen. Oh, und auch nicht wissen, dass ich hier gewesen bin. Ja, meine Tante, die sagt schon nichts. Unser einer ist ja kein Auskunftsbüro, nicht? Rudi, wenn das klingelt, dann verschwindet ihr beiden gau in der Küche, nicht? Ja, und du hältst Frau Roggenburg hier so lange in Schnack auf, ja? Bis ihr die Treppe runter seid. Der muss die Tür aber auch ein bisschen zumachen. Ja, ja, mach ich schon. Er knallt sie immer so doll ran. Ja, ist er von seiner Taxe her so gemurrt. So, Helgerlein. Und nu komm an. Hm? So, nu setz dich schön. Und nu schütte dein Herz mal so richtig aus. Also, was ist denn? Was hast du denn? Hm? Ach, Rudi. Rudolf. Ja. Mutter hat ja einen stillen Teilhaber im Geschäft. Und Ein der will Stiller! So einer muss es bei deiner Mutter auch sein. Und er will seine 80.000 Mark aus dem Geschäft ziehen. Na ja. Und dann kommt Mutter doch böse in Druck. Und deswegen soll ich- 80.000 Mark. Oh, schönes Stück Geld. Und ich soll heute noch nach Hannover zu Onkel Kurt und Tante Olli. Das sind wohlhabende Leute. Ach, und du sollst über den versuchen, 80.000 Mark locker zu machen? Nein, Nein. ich soll nicht. Ich soll meinen Vetter Fridolin heiraten. Wie soll ich das denn verstehen? Och, der wollte mich schon immer haben. Und seine Eltern würden es auch gern sehen. Schon um ihn endlich aus dem Haus zu kriegen. Ach, er ist ja schon 38. Dann ist er ja 16 Jahre älter als du. Oh Gott, ja. Oh, wie schrecklich. Ja, bisher wollte auch Mutter von einer Heirat mit ihm nichts wissen. Sie hat sich immer über ihn lustig gemacht. Er ist nämlich überzeugter Anhänger der Kneippkur. Der Kneippkur? Säuft er? Nein. Hast du denn noch nie etwas vom Pfarrer Kneipp gehört? Naja, Wasser treten und so. Ach so, ja. Soll ich denn als seine Frau morgens eben aus dem warmen Bett mit beiden Beinen bis an die Knie in kaltem Wasser rumtrampeln? So einer ist das also. Da geht's seiner Mutter also bloß ums Geld. Genau. Ja, aber was will sie denn nun aber hier bei uns? Wir beide sollen uns nicht mehr sehen. Sie will ich los sein. Aha. Aber auf eine anständige Art. Ach, anständige Art. Damit es nachher nicht heißt, sie hätte es dir mit Undank belohnt, weil du mich doch gerettet hast. Ach, gerettet, wie sich das anhört. Och, und schon darum sind wir beide doch füreinander bestimmt. Nicht wahr? Das meine ich auch. Also, soll deine Mutter herkommen? So klingelt bloß, Mutter. Komm, Helga, hier links. Ich bring dich schnell. Ich kriege doch nicht an. Ja, gehört, komm, ist besser durch die Küche. Los, schnell. Tante Miele, wenn dir doch deine Schürze ab, wie sieht denn das aus? Ich kann ich aussehen, wie ich will. Kümmert sich kein Mensch drum. Ja! Rudi! Rudi, kommt ihn! Ja, was ist denn noch? Halt doch mal still, da ist ja ein Knoten drin. So. Lass doch los. Komm ich schon! Ach, du Flaps, bist das bloß. Sag mal, warum klingelst du denn dreimal? Kannst du nicht warten, bis man kommt? Och, Tante Miele, ich dachte, du schläfst. Und schlafen, wer soll denn hier die Arbeit machen?
Na nu, da klappt ja eben unsere Tür. Ja, lass mal klappen. Das war nur dein Bruder. Sag mal, was tust du hier eigentlich um diese Zeit? Unser Personalchef hat mich losgeschickt. Ja? Ja, hab so einen großen Blumenstrauß besorgt und hab ihn bei seiner ersten Frau abgegeben. Aha. Die hat heute Geburtstag. So. Ach ja, Tante Miele. Und weil ich ihr auch gratuliert hab, hat sie mir ein blankes 5-Mark-Stück geschenkt. Hier, Tante Miele. Nein, Jung, das Bild. Oh, komm, nimm das das. Tante nein, Miele, ja, bitte. wenn du meinst. Ja. Und wenn du heute noch was einholen musst, Ja, ne? nachher. Ja, dann sei so gut und hol meine Schuhe vom Schuster, ne? Ach, darum. Und wenn du noch was essen willst, nicht, dann gehst du hier sofort in die Küche und füllst dir selbst auf. Gib doch Erbsensuppe, ne? Ja. Sind doch alle Klüten drin. Ja, wenn dir das mal nicht auch zu viel geworden sind. So viel kann das gar nicht sein, Tante Miele. Du lass für deinen Papa aber was nach, hörst du? Du, aber er wird heute nicht viel Appetit haben. Ich habe ihn vorhin getroffen. Weißt du, was er mir erzählt hat? Och, kann ich mir schon denken. Stell dir mal vor, Tante Miele, der Dörrmann, nicht? Da, das ist Papa schon. Der hat noch einen Schlüssel. Wenn das mal nicht der Kohlenhändler ist mit der Rechnung. Hey, guck mal nach, nicht? Ja, das kann aber auch Frau Roggenburg sein. Was? Rudel seine Chefin? Aber Tante Miele, du tünst wohl was? Wohl. Also was einem hier alles geboten wird, Ja, bitte schön. das ist sie. Möchten Sie sich bitte hier herein bemühen, gnädige Frau? Ich bin Frau Roggenburg. Ja, die verehrte Chefin meines Bruders. Trifft zu, ja. Darf ich, gnädige Frau, bitten, Platz zu nehmen? Dankeschön. Sie sind im Hotelbetrieb beschäftigt. Als Liftboy, gnädige Frau. Beweist gleich das ganze Benehmen. Wenn ich übrigens bemerken darf, ich hatte bereits mehrfach die Ehre, mit der gnädigen Frau zu telefonieren. Mit mir? In welcher Angelegenheit? Immer wenn bei uns ein Gast eine Taxe wünscht. Ach so, ja. Hör ich gern. Auch in Zukunft immer nur 88, 99, 73, nur 88, 99, 73. Naja. Ach, können Sie mir 5 Mark wieder rausgeben? Nun leider nicht mehr, gnädige Frau. Na, dann ein andermal. Kann ich jetzt Ihren Bruder sprechen? Nö, der ist nicht da. Gott, wie dumm. Bloß meine Tante. Kann die ja reinschicken. Tante Miele, kannst du mal kommen? Was soll ich mit der Tante? Naja, das ist ja dann soweit. Das ist ja sonderbar. Das hast du von mir das 5-Mark-Stück in die Hand zu drücken, was ich gar nicht haben wollte. Ach, guten Tag, Frau Roggenburg. Tag. Sind also doch gekommen. Doch gekommen? Wie soll ich das verstehen? Ja, mir fiel vorhin eine Gabel aus der Hand. Und dann sagt man ja immer, es kommt noch eine Dame, nicht? Oh. Ach, und die soll ausgerechnet ich sein? Ja, das sagte mir meine innere Stimme. Ach, dann sagen Sie mir doch mal, liebe Frau. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber wenn Ihnen das nichts ausmacht, dann Fräulein, bitte. Ach so, ja. Na, also Fräulein Kappelhoff. Dieses Taschentuch hier, das gehört meiner Tochter. Ja. Ja, ist ja möglich, ne? Wie kommt das hierher? Ach, das war, ja, also eigentlich dürfte ich das ja nicht sagen. Möchte aber sehr darum gebeten haben. Ja, ich glaube, das hat mein Neffe Rudolf damals, glaube ich, gefunden. Wissen Sie, als das passiert war mit Ihrem Vergaserbrand. Ein Vergaserbrand? Ja, seitdem ist das nur sein Talisman. Talisman, oh. Ja, das soll ihn natürlich auch im Interesse Ihrer Firma vor Verkehrsunfällen schützen. Das trägt er immer auf der nackten Brust. Lächerlich. Er ist also nicht da? Ist es denn sowas Eiliges, wenn ich fragen darf? Naja, eine gute Nachricht kann man nicht schnell genug überbringen, nicht? Eine gute Nachricht, sagt sie. Eine gute? Ja, erlauben Also Sie. wenn ich ganz ehrlich sage, also das hätte ich ja nun nicht erwartet. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass ich mich ihm gegenüber verpflichtet fühle. Ja, nicht wäre ja zu schön. Ich habe ganz was Besonderes mit ihm vor. Er braucht künftig keine Taxe mehr zu fahren. Ach nee, der soll gar nicht mehr Taxe fahren. Ich will sein Bestes. Ja, ich meine, ich bin ja nicht neugierig, aber wenn Sie mir vielleicht schon mal sagen Nein, könnten- das möchte ich schon, damit es nicht falsch verstanden wird, ihm lieber selber sagen. Der ist ne? ja erst recht schade, dass er nun nicht da ist, ne? Ich werde heute Abend noch mal vorbeikommen. Richten Sie das bitte aus, ja? Dass Sie hier noch mal längs kommen. Und mehr soll ich ihm nicht sagen.
Ach ja, ja, deuten Sie schon mal an, dass ich ihm gewissermaßen, um eine Dankesschuld ihm gegenüber abzutragen, ihm ein Angebot machen werde, worum ihn seine Kollegen ganz bestimmt beneiden werden. Also bis heute Abend. dann, ne? Ja, wir werden Sie mit Gebühren empfangen. Ja, so lange das noch. Auf Wiedersehen. Bis heute Abend. dann. Tante Miele, ich hab von all dem nicht ein Wort kapiert. Wieso hast du denn zugehört? Ich denke, du sitzt am Tisch und isst. Essen kann unser einer auch mit einem Ohr an der Tür. Ich bin selbst nicht dahinter gekommen, was sie mit deinem Bruder in Sinn hat. Oh, dein Vater kommt über die Straße. Ich denke, Rudel hat mit ihrer Tochter was im Sinn. Junge, geh mir doch los. Wie kann er sich nur sowas einbilden? Leute wie diese Frau Roggenburg, die gucken doch auf Geld. Na, wenn die nicht schon genug hat. Wer was hat, hat nie genug. Das ist eben der Unterschied mit uns. Wir haben nichts, haben nie was gehabt und werden auch nie was kriegen. Sag das nicht, Tante Miele. Sag das nicht. Hier brauchen wir doch nicht mit zu rechnen. Das sagt mir meine innere Stimme. Weißt du was, Tante Miele? Ich gebe nächste Woche bestimmt mal einen Lottoschein ab. Ach, du. was, hör auf, Ja, und dann- spar lieber dein Geld, das ist besser. Das hat Papa auch gesagt, als ich letzten Freitag einen ausgefüllt habe. Ja, siehst du. Aber man soll ja nicht immer auf seinen Papa hören, ne? Was war das eben, nicht auf seinen Vater hören? Hab ich ja dich gar nicht mit gemeint, Papa. Nee, den Vater von meinem Freund Paul, ne? So, da konnte ich mir gleich denken. Na Julius, dann komm mal gleich in die Küche zum Essen, ne? Essen? Nicht einen Happen krieg ich runter. Oh, schade, dass ich mir den nicht mehr aufgefüllt hab. Mann, Papa, du, und ich hab so viel nachgelassen. Auch Klüten? Nee, die Glüten habe ich alle Oh, aufgegessen. du verfressener Junge. Tante Miele, ich hab heute Abend frei. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Vater. Tschüss, mein Junge. Na Julius, und du machst nichts essen. Nee, im Augenblick nicht. Ach, wieder. Guck mal hier. Hier schenke ich dir. Ja. Hab Glück gehabt. Oh, 50 Pfennigstück, hast das gefunden? Ach Gott. Na, du musst heute ja wieder schön Ärger gehabt haben. Amile, das wird ja mal schlimmer, was sich dieser Sellenkamp mit mir erlaubt. Lässt sich doch nicht ändern, Julius. Naja, schön ist das nicht, wenn man nur so wie du behandelt wirst, aber guck mal. Aber eines Tages ist mir das zu viel, du, denn platzt mir die Geduld, dann hau ich mit der Faust auf den Tisch. Ja, und dann, Julius, und dann, was willst du denn Ach, anfangen? irgendwas, Miele, irgendwas, bloß um endlich sein eigener Herr sein zu können. Solche Ideen kannst du haben, wenn du Geld hast. Nee, Schwester, das reicht schon, wenn die Leute mal meinen, du hast Geld. Kredit ist alles heutzutage. Das ist bestimmt der Kohlenhändler mit der Rechnung, Julius. Mach nicht auf. Wir haben das Geld doch noch nicht zusammen. Das sagt ja wohl mal wieder deine innere Stimme, wa? Ach, der ewige Krampf hier. Also wenn Fluchen keine Sünde wäre, würde ich sagen, verdammte Armut. Guten Tag, Herr Kappelhoff. Nu, Pommerenke. Das ist aber eine Überraschung. Ja, hängen Sie am Mantel doch mal auf. Und dann Wer ist das rein in die denn? gute Stube. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kappelhoff. Vielen Dank. Oh. Das ist meine Schwester und Haushälterin in Personalunion. Und das hier ist Oskar Pommerenke. Hat damals bei mir auf der Schreibstube gesessen. Ach so, auf der Och, damals im Krieg. Ja, im Munsterlager. In der genesenen Kompanie. Ja, dass ich heute überhaupt noch am Leben bin, das habe ich einzig und allein Hauptfeldwebel Kappelhoff zu verdanken. Mir? Wieso denn mir? Ja, als Sie im Herbst 43 mal wieder einen Transport zusammenstellten. Der nach Russland sollte, ja und? Ja, da war doch ein Mann zu viel. Und da haben Sie mich dann mit dem krummen Finger wieder aus der Reihe rausgewinkt, haben mit dem Daumen nach hinten über die Schulter gezeigt und haben gesagt, Pommerenke, auf Schreibstube, Marsch, Marsch. Ich brauchte jemand, der meine Arbeit machen sollte. Ja, aber wieso verdanken Sie denn nun meinem Bruder Ihr Leben? Na, Miele, auf der Schreibstube hat doch noch keiner den Heldentod gefunden. Nein? No. Ach, und aus Dankbarkeit besuchen Sie heute meinen Bruder, bitte. Wären Sie mal heute Abend gekommen, da hat er ja mehr Zeit. Nun muss er ja gleich wieder ins Geschäft, nicht? Ich gehe ins Geschäft, wenn es mir passt. Ach, Julius, du sei doch vernünftig. Miele. Ja, ich kann auch nicht lange bleiben. Nein, in ein paar Stunden sitze ich schon in der Maschine von der Scandinavian Airlines und fliege nach Stockholm. In Urlaub? Nee, da lebt ein Onkel von mir. Hat eine große Seifenfabrik. Kann mich gut gebrauchen. Ja, wollen Sie denn aus Deutschland raus? So schnell wie möglich. Warum denn das, Herr Pommerenke? Sonst muss ich nächste Woche vor Gericht stehen. Was können Sie schon ausgefressen haben, Pommerenke?
Man will mich zum Offenbarungseid treiben. Offenbarungseid, denk bloß, Julius. So weit ist das mit Ihnen gekommen, Pommerenke. Jo, man hat mich ja so weit gebracht. Haben Sie nicht gelesen, was neulich von mir in der Zeitung gestanden In hat? der Zeitung sogar was von Ihnen. Hier, habe ich mir extra ausgeschnitten. Ein befremdendes Urteil. Ja, gib mal her, du kannst ohne Brille sowieso nichts lesen. Der kaufmännische Angestellte P. Damit sind Sie gemeint, Ja, ne? wer denn sonst? Ist von einem Gericht dazu verurteilt worden, für das Kind eines anderen monatlich 90 Mark zu zahlen, weil er vor 11 Jahren eine kleine juristische Unterlassung beging. Och, deswegen also bloß. Miele. Der Angestellte P. wurde im Dezember 1945 von seiner Frau geschieden, weil sie ihn 1944 böswillig verlassen Wir hatte. sind also durchgebracht, mit den anderen vielleicht sogar nicht. Und was das Schlimmste ist, mit dem ganzen Hausstand. Nicht mal ein Stuhl hat sie mir zurückgelassen. Denk bloß, Julius, nicht mal so. Ja, du liest mal weiter. Seit dem Zeitpunkt hat er seine Frau nicht mehr gesehen. Hat wohl auch kein Verlangen danach. Nee. Als sie aber 1946 ein Kind bekam, galt dieses als Kind des Angestellten P. Was ist das? Du weil liest es- ja ganz falsch. Das kommt doch gar nicht Selbstverständlich, hin. gib doch mal her, das Ding verdammt normal. Weil es innerhalb der gesetzlichen Frist von 302 Tagen nach der Scheidung zur Welt gekommen war. Der Angestellte P. hat es damals unterlassen, dagegen Einspruch zu erheben. Ich habe davon ja gar nichts gewusst. Dass da was Lüttes angekommen war. Nee, keine Ahnung habe ich gehabt. Als jetzt der wirkliche Vater des Kindes Nu kommt das, nu. bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, überprüfte das Fürsorgeamt die Akten des Kindes. Nun mal gut zuhören. Man fand heraus, dass der Angestellte P., wenn auch nicht als der leibliche, so doch als der gesetzliche Vater angesehen werden kann. Ist denn sowas möglich? Ja, du liest doch mal weiter. Er wurde verurteilt, monatlich für das Kind bis zu dessen vollendetem 16. Lebensjahr zu zahlen. Das haben die mal wieder fein hingekriegt. Also nur noch volle 5 Jahre. Dass die Frau sich nicht schämt, sowas anzunehmen, nicht? Was die? Die lacht sich doch in die Faust. Ja, hat überall erzählt, was sie sich nur alles anschaffen will. Auf Teilzahlung. Kühlschrank, Pelzmantel, Fernsehgerät, Musiktruhe und wer weiß, was sonst noch alles. Ich glaube ja, Julius, der alte König Salomo aus der Bibel, der hätte so ein Urteil nicht gefällt. Miele. Der gute Mann brauchte ja nur nach seinem gesunden Menschenverstand urteilen. Damals gab es ja noch nicht so viele Gesetze wie heute. Oh, du bist doch bestimmt der Kronhändler mit der Rechnung. Das sagt dir wohl mal wieder deine innere Stimme, wa? Sie hat nämlich 2 davon. Ja. Nun rutschst du auch mal noch. Herr Pommerenke, weil wir gerade mal allein sind, bitte, reden Sie meinem Bruder doch gut zu, dass er seine Stellung nicht mutwillig aufs Spiel setzt. Ja, er sagt immer, er hält es in seiner Firma nicht mehr aus, weil der Schwiegersohn von dem Chef ihn immer so schikaniert und kujoniert, aber er kriegt in seinem Alter doch nichts wieder. Nee, das ist nicht leicht, Frau. Ach, Entschuldigung, Fräulein, bitte. Ach so. Oh, ich sehe. Sie sind erst verlobt. Bin ich schon beinahe 30 Jahre. 30? Ja, soll ja nun nicht bald die Hochzeit sein. Ja, von mir aus, aber wo steckt er? Der Bräutigam. Ja, wissen Sie denn nicht, wo er sich nur aufhält? Habe ich noch nie gewusst. Nein, seht, seit dem Tag nachmittags um 3 auf dem Bahnsteig 2. Er wollte nämlich in die Fremde, wollte da sein Glück versuchen für unsere bessere Zukunft. Halten ihm also, wie man immer so schön sagt, die Treue. Noch immer? Ja, das muss ich doch. Das haben wir uns doch gegenseitig geschworen. Und Sie sind fest in dem Glauben, dass er sich nicht schon lange eine andere Frau genommen hat? Hat er nicht. Hat er nicht. Das sagt mir meine innere Stimme. Ah, deine innere Stimme, die hat dir mal wieder was vorgelogen. Das war unsere Nachbarin, du möchtest mal auf ihr Kind aufpassen. Ja, sie ist damit beim Doktor gewesen. Und die Mappe mit Die rüberbringen. Mappe, jawohl. Ja, Herr Pommerenke, dann wünsche ich Ihnen also alles Gute da oben in Schweden, ne? Vielen Dank, Fräulein Kappelhoff. Sagen Sie mal, da wohnen wohl allerhand Deutsche, nicht? In Stockholm?
Ja, mein Onkel zum Beispiel. Vielleicht könnte der Herr doch mal nachforschen, ob da nicht ein Landsmann aus Hamburg ungefähr so vor 30 Jahren... Miele, nun rede doch nicht lange. Die Nachbarin will doch mit dem Rezept zur Apotheke. Ja, das weiß ich, aber der Onkel von der Pommerenke, der kennt doch so viele Leute und der könnte ja nun mal nachforschen und uns dann sagen, ob nicht doch vielleicht... Eure Sammeltriner. Gar nicht nach hinhören, sie leitet eine fixe Idee. Ach ja. Herr Kappelhoff, ne? Wo wir nur gerade... Ja, bitte. Wo wir noch gerade so alleine sind, nur schnell noch was. Was kommt denn nur noch, Pommerenke? Ja, Herr Kappelhoff, ich hab mal eines Abends, bloß um eine Stunde, nicht an all diesen ärgerlichen Kram denken zu müssen, da habe ich wohl mal ein bisschen zu viel getrunken. Doch, was ist Ihnen denn dabei passiert, Sie Peckvogel, ne? Ich bin sonst noch nie nicht auf den Einfall gekommen. Ja, dann ist leicht alles möglich. Sie haben also in diesem Zustand, ne? Einen Lottoschein ausgefüllt. Lottoschein ausgefüllt? Soll das heißen, Sie haben auch was gewonnen? Viel gewonnen? Ganzen Berg sogar? Ich gehöre zu den 5 von Gewinnklasse 1. Mensch, das muss ja ein klotziges Stück Geld gebracht haben. 354.000. 354.000? Ja, noch ein paar 100 Mark und 50 Pfennig. Kind, was brauchen Sie denn nach Schweden auszukneifen bei so unverschämt viel Geld? Da können Sie doch die Frau mit dem fremden Kind einfach mit ein paar 1000 Mark abfinden. Was, die? Ja. Die sich nur über mich lustig macht, weil die Bürokratie mal wieder richtig triumphiert? Nee und 1000-mal nee. Keinen roten Pfennig kriegt sie von mir. Gar nichts. Ich hau ab. Ich habe eine runde Summe. 350.000 Mark auf die Sparkasse gebracht. Auf ein Sparkonto für 5 Jahre. Können also erst nach 5 Jahren da wieder ran. Eher darf ich doch sowieso nicht zurück. Wieso? Ja, denn ist der Junge doch über 16. Darum? Also konnte ich mir ja eigentlich gleich denken. Ja, weil ich nur aber den Glauben verloren habe, nach so einem Urteil, dass es in Deutschland überhaupt noch eine Gerechtigkeit gibt. Dafür umso mehr Gesetze. Ja, und weil ich vermuten kann, dass man überall nachforscht, ob nicht doch ein Oskar Pommerenke irgendwo ein Konto aufweisen kann. Ja, das ist alles möglich. Sehen Sie? Und deshalb steht vorne in dem Buch auch nicht mein Name drin. Nicht Pommerenke? Da steht der Name von einem Mann, auf den ich mich felsenfest verlassen kann. Na, Pommerenke, heutzutage kann man sich auf keinen Menschen verlassen. Auf keinen! Gucken Sie doch erstmal nach, wessen Name da drin steht, bitte. Ja. Was ist das? Julius Kappelhoff? Auf meinen Namen? Sogar meine Geburtsdaten stehen dabei. Die weiß ich ja noch von der Schreibstube her, ne? Mir wollen Sie das Buch anvertrauen? Ja, wem sonst wohl? So kann ich auch nichts mit anfangen. Gesperrt bis zum 1. Oktober 1961. Ja, aber jedes Jahr, am 31. Dezember, weisen Sie das Buch auf der Sparkasse vor. Um die Zinsen eintragen zu lassen. Nee, bloß die Hälfte von den jährlichen Zinsen. Über die andere Hälfte, da sollen Sie frei drüber verfügen. Pommerenke, sind Sie denn nicht klug? Menschenskind, wissen Sie nicht, wo hoch die jährlichen Zinsen sind bei 6%? 21.000 per anno. Na ja, und davon soll ich die Hälfte einstecken, womöglich 5 Jahre lang. Bloß weil ich Ihnen gefallen tue, das Buch zu verwahren. Wie kommen Sie bloß auf so einen verrückten Einfall? Ich habe dabei an den krummen Finger gedacht. Und an den Daumen, der da hinten gezeigt hat, von wegen Pommerenke, auf Schreibstube, Marschmaß. Wenn auch, aber dieses Angebot kann ich unmöglich akzeptieren. Ja. Ja, aber wovon wollen Sie denn leben? Ich meine, wenn Sie das doch in Ihrer Firma nicht mehr aushalten. Naja, das ist auch wahr. Ja, nun brauche ich mir ja nichts mehr gefallen zu lassen. Kann ich ja dem alten Dörmann, seinen Schwiegersohn, den ganzen Kram so einfach vor die Füße schmeißen. Ja, na also. Ja, mein lieber Pommerenke, nun habe ich endlich Aussicht, mir eine eigene Existenz aufzubauen. Also, irgendwas fange ich an. Irgendwas! Und wenn das eine Knackwurstbude ist! Ach, Herr Kappelhoff, bloß das eine, das müssen Sie mir hoch und heilig versprechen. Sie dürfen keinem Menschen was davon verraten. Ja, auch nicht Ihrer Schwester und auch nicht Ihren Kindern. Kein Wort, und wenn man mich in den kochenden Wurstkessel steckt. Ja. Ich habe also Ihr Wort? Das haben Sie, Pommerenke. Ja.
Oh, ich muss nur wohl los, ne? Um nach Schweden zu fliegen. Ja, weiß man denn überhaupt, dass Sie kommen? Ach, ich sollte ja lang schon mal hinkommen zu meinem Onkel Heinrich. Ne? Onkel Heinrich. Ja, dann sollen meine besten Würstchen mitfliegen, mein lieber Pommerenke. Sie wissen ja gar nicht, was Sie mir mit Ihrer Gutmütigkeit für... Na, Herr Kappelhofer. Sie werden doch nur nicht weich. Können Sie sich wohl nicht vorstellen, was? Bei einem Mann wie mir, vor dem die ganze Kompanie mal gezittert hat. Wir muss denn aber immer mit aller Gewalt das Lachen verkneifen müssen. Das Lachen, wenn ich? Also wenn Sie den forschen Vorgesetzten rausgekehrt haben, das wäre immer ziemlich niedlich. Ja. Ja, wir haben ja bloß immer gesagt, Hauptfeldwebel, Schmalzbacke. Was? Schmalzbacke. So wenig Respekt hatten diese Waldheinis vor mir. Naja, aber jetzt ins Geschäft. Zum letzten Mal. Gleich rein in sein Privatkontor, ohne anzuklopfen. Herr Sellenkamp, würde ich sagen? Herr Sellenkamp, damit Sie das wissen, hier schikanieren, das hat nun ein Ende. Hat das nicht mehr nötig, mich von Ihnen länger schuhregeln zu lassen. Damit ist jetzt Schluss. Schluss, jawohl. Was war das eben? Ich soll mir nicht solchen Ton erlauben? Sie, ich werde mir noch ganz was anderes mit Ihnen erlauben. Und wissen Sie auch was? Am liebsten möchte ich Ihnen das Genick umdrehen. So. Was? Du röchelst noch? Das hat gut getan. So, ach ja, das Buch. Wohin damit so schnell? Wohin? Die Kommode, klar, die Kommode, das ist doch richtig. Ja, so. Was machst du denn da? Hä? Du sag mal, gibt es noch einen Schlüssel zu der Kommode? Noch eine? Warum denn? Geht dich nichts an. Geht keinem was an. Ja, aber... So, und nun ins Geschäft. Will bloß mal im Herrn Sellenkamp das Genick umdrehen. Julius, Genick umdrehen, wie kannst du bloß... Eben war schon die Generalprobe. Ja, aber... Na, was erlaubst du dir mit deinem Papa? Oh, was heißt hier Papa? Für mich bist du ein Verkehrshindernis. Was hast du für eine Mühle? Lissy, denk mal, wie ich hier eben in die Tür reingekommen bin, da hat dein Vater da in die zweite Schublade was reingelegt. Und hat sie abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja, und kein Ein geht das was an, hat er gesagt. Ach, das ist wohl schon ein Geburtstagsgeschenk für mich. Nee, das glaube ich nicht. Das war so ein dünnes, schmales Heft oder sowas. Und den Schlüssel hat er im Portemonnaie gesteckt. Du, wenn die obere Schublade nicht verschlossen ist, Ja. ne? Ja, dann kann man von oben durchlangen. Wieso? Nein, Lissy, hör auf, Mensch, wenn der nochmal zurückkommt, wenn er uns... Die Schmiere, Tante, schnell, mach ja! Ich bin ja nicht neugierig, aber was... Das hier, meinst du das? Ja! Ein Sparbuch. Was? Papa hat was auf der Kasse. Denn doch höchstens ein paar Groschen, wovon du nicht mal den Kohlhändler bezahlen kannst. 350. 350 Mark, du hast ja einen Klapp. 350.000 sind das ja. Ja, 300 Bilder. Lissy, auch nicht mehr. Also 350.000. Wer soll sowas glauben? Tja. Am besten ist, wir ziehen die oberste Schublade einfach nochmal wieder raus. Das tust du nicht, Mensch, wir hatten so große Mühe, sie wieder reinzukriegen. Das Aas klemmt ja So, so. was denn, wenn euer Vater da überzukommt? Wo der wohl nun steckt? Tante Miele, er wollte heute bei Dörrmann Schluss machen, hat er gesagt. Wenn das dabei mal nicht zum großen Krach gekommen ist, er wollte dem Sellenkamp ja sogar das Knick umdrehen. Ja, mit dem Mund. Mit dem Mund, ne? Also ich frage mich immer wieder, wie kann man auf einmal zu so viel Geld kommen? Ja, das frage ich mich auch. Höchstens durch eine hohe Quote im Lottoblock. Oh, ich Rindvieh, ich Kamel, ich Rhinoceros, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Tante Miele, habe ich dir nicht heute Mittag erzählt, ich hatte auf so einen Lottoschein schon in 2 Spalten die 6 Kreuze gemacht? Ja, gesagt hast du ja sowas. Ja. Bloß meinen Namen hatte ich noch nicht eingesetzt. Ja, und Papa kam da über zu und hat gesagt, ich soll mein Geld mal lieber sparen. Und du meinst,
Papa hat den Tippzettel abgegeben. Ja klar, wo soll der denn sonst abgeblieben sein? Hier hatte ich ihn hingelegt, hier auf die Kommode. Oder hast du ihn vielleicht weggeschmissen? Nee, kein wenig auf Besinnen. Dann hat Papa ihn auf seinen Namen abgegeben. Oh, das ist gemein von ihm. Die Kreuze sind doch mein geistiges Eigentum. Ach Mensch, die Hauptsache ist doch, wir müssen rauskriegen, wie hoch das letzte Mal die Gewinnquoten überhaupt gewesen sind. Tante Miele, die alten Zeitungen gab es doch in der Speisekammer Ja, auf, nicht? und neben den Scheuereimer. Du, die von Dienstag muss das sein. Da, wenn die man nicht schon mit zum Grünöger genommen hat. Och, Tante Miele, man nimmt doch immer von unten Du, weg. dann lauf doch mal schnell zu Frau Schlüter rüber. Die muss sich ja alle aufbewahren, bis ihr Mann von See kommt. Ja, Ne? bei Frau Schlüter herrscht eine andere Ordnung als bei dir. Ne? Eine andere Ordnung als bei mir. Also, Hör doch einfach nicht hinter dem nicht Mille. dahin, hör mal, sowas gehört sich doch nicht von deiner Schwester. Hier, ich hab sie, die von Dienstag. Oh, gib mal her. Steht immer in der zweiten Beilage, du. Hier, in dieser. Nanu, das ist so ein Stück von dieser Seite rausgerissen. Du, das hat Papa gemacht, Ja. nur damit wir nichts merken. Ich hab was. Gib mal her. Hier unten. Da, so, lass doch mal. Ja. Hohe Quoten im Lottoblock. Ja, nun schlaf nicht ein dabei. Mit Ja. Bei der 16. Ausbildung im deutschen Lottoblock wurden folgende Gewinne gezogen. Gewinnklasse 1, 5 Zahlen und Zusatzzahl. 5 Gewinne zu je 354.198,50 Mark. Oh. Wo ist Papa denn mit den 4.000 abgeblieben? Und den 198 Mark. Ja, und die 50 Pfennig. 50 Pfennig. 50 Pfennig, sagt er. 50 Pfennigstück hat er mir heute Mittag in die Hand gedrückt. Schenk ich dir, hat er gesagt. Hab Glück gehabt und ich denke an den 50er gefunden. Jetzt lass ich's denn mal in seine Wäsche hier selber flicken und stopfen. Nicht einen Handschlag tue ich dir mir im Haus. Oh, Tante Miele, du regst dich doch nicht so auf. Nicht aufregen. Worüber soll ich mich denn sonst aufregen? Hat Tausende und Abertausende gewonnen und für mich seine Schwester, die sich das hier so sauer werden lassen muss. Für mich hat er von so einem hohen Gewinn nicht mehr übrig wie lausige 5 Groschen. Und vielleicht auch nur, weil das womöglich noch ein falscher 50er gewesen ist. Er ist ja selber so ein falscher 50er. 354.000. Sieh mal an. Auf meinen Lottoschein gewonnen. Nicht zu glauben. Er kann aber doch nicht immer die 4.000 Mark mit sich rumschleppen. Du, dann hat er noch ein Sparbuch. Hat das immer schön bei sich. Klar, um was abzuheben, wenn er was braucht. Ja, aber für sich, nicht für uns. Ihr sollt mal sehen, nur wird Papa leichtsinnig. Ja, macht Damenbekanntschaften. Na, da hat er ja wohl kein Glück mehr mit. Sag das nicht. Wenn du Geld hast, fliegen die schönsten Frauen auf dich. Wo ist er denn nun? Hätte er nicht schon längst hier sein können? Der ist bestimmt. Das ist Papa. Ach, Papa hat doch einen Schlüssel. Vielleicht ist er ja so blau, dass er das Schlüsselloch nicht mehr finden kann. Du, ist Frau Schlüter. Du. Hör mal zu, Freddy. Ja? Wenn Papa kommt, dann hängt er doch für gewöhnlich seine Jacke hier an der Flurgarderobe auf und... Dann werd ich heimlich seine Taschen visitieren. Du, und inzwischen halte ich ihn hier so lange in Schnack auf. Verstehst? Du, vielleicht hat er auch noch was in der Schlafstube verbunkert. Unter der Matratze, du. Da verstecken die Geistigen immer ihr Geld. Ah, für Papa. Von Frau Schlüter. Schnaps? Ja. Wegen was denn? Naja, als sie mir die Beilage raussuchte, habe ich ihr gesagt, dass Papa... Im Lotto eine Menge Geld gewonnen hat? Sag mal, bist du Ja, ist doch eigentlich nicht noch so... gelogen! Oh. Frau Schlüter hat es auch gleich unten bei Sötje erzählt. Ja, der ganze Laden war voll. Und alle haben gemeint, da wäre das große Glück mal an die richtige Stelle gekommen. Da will schon wieder einer was abliefern. Oh Mann. Das ist Papa! Lissy, Buddel weg! Papa darf die Buddel nicht gleich sehen! Ja, bitteschön. Sie möchten sicher meinen Bruder sprechen. Ja. Bitteschön, gnädige Frau. Endlich treffe ich Sie an, lieber Kappelhoff. Ich bin gekommen, um Ihnen etwas überaus Erfreuliches mitzuteilen. Ja, aber setzen darf ich mich ja wohl, ne? Oh ja, bitte, bitte sehr. Dankeschön. Bitteschön.
Wollen Sie nicht lieber auf dem Sofa Platz Nein, nehmen? danke. Oder hätten Sie gern ein Kissen? Ach, sehr aufmerksam, aber ist nicht nötig. Nein. Sie sind also das Schwesterchen, welches bei Herrn Professor Dr. Vierkant dient, wenn ich recht im Bilde bin. Dient. Ich war bis heute da, aber nu hat unser es da schon nicht mehr nötig. Nicht, Hul und Fredi? Nö, nun nicht mehr. Was Erfreuliches haben Sie für mich, Frau Rockenbruck? Ja, solche Andeutung habe ich Ihrem Fräulein Tante heute Mittag ja schon gemacht. Hat sie dir gar nichts gesagt? Ich bin erst vorhin gerade wieder nach Hause gekommen. Und da hatten wir hier gleich was Wichtiges zu besprechen. Ja. Na, wichtiger als das, was ich für Sie habe erreichen können, kann ich mir gar nicht vorstellen. Meinen Sie, Frau Rockenbruck? Ich habe mich bei dem Generaldirektor der Bergedorfer Citropercola AG, den ich persönlich sehr gut kenne, für Sie verwarnt. Verwarnt? Ja, also diese Fabrik benötigt per sofort einen Wagenmeister. Ein Fachmann also, der den gesamten Wagenpark unter sich hat. Wollen Sie meinen Bruder los sein? Oh, liebes Kind, höchst ungern trenne ich mich von ihm, das können Sie mir glauben, nicht? Aber wissen Sie, als Wagenmeister sind Sie in gehobener Position. Nicht? Ganz was anderes als nur Taxifahrer zu sein im Stundenlohn, nicht? Sie bekommen auf dem Fabrikgelände sogar eine Freiwohnung mit eingebauter Küche, voll elektrisch, haben einen Garten mit Kaninchenstall. Kaninchenstall? Oh, ist ja direkt verlockend. Freiwohnung, wo wir uns nur eine Villa kaufen können. Dass ich Ihnen diese gehobene Lebensstellung verschaffen konnte, soll der Dank sein, den ich Ihnen schulde, weil Sie meine Tochter... Aus dem brennenden Auto gerettet haben. Ja, so ist es. Meine Tochter lässt Ihnen noch einen schönen Gruß bestellen und sie wünscht Ihnen alles Gute an Ihrer neuen Wirkungsstätte. Und das soll Helga gesagt haben? Das glaube ich nicht. Wenn ich Ihnen das doch sage. In wenigen Stunden sitzt sie bereits im D-Zoo nach Hannover. Sie wird sich dort bei meinen Verwandten für längere Zeit aufhalten. Warum sehen Sie mich denn so sonderbar an? Was? Ach, ich glaube, Sie zu verstehen. Das will ich doch hoffen. Erlauben Sie mal, haben Sie im Ernst geglaubt, ich würde meine Tochter einem meiner Leute zur Frau geben, nur weil ich sie aus dem brennenden Auto gezerrt hat? Das hätte jeder andere auch getan. Da war aber kein anderer. Ach so, Sie haben sich wohl gedacht, Helga Rockenburg, einziges Kind, wird mal alles erben und der ganze schöne Betrieb gehört an mir, was? Da ehren sich, Frau Rockenburg. Meine Tochter muss einen Mann heiraten, schon aus geschäftlichen Gründen, der auch einiges vorzuweisen hat, nicht? Und das können Sie ja wohl nicht. So, Hude, jetzt sag was. Mann zu. Ja, Mann, von wegen hier. Ja, und was soll das? Frau Rockenburg, ebenso gut wie das mal eintreffen könnte, dass die Firma Alma Rockenburg Witwe ganz plötzlich wackelt. Wackeln, wieso sollte sie wackeln? Naja, weil ihr stiller Teilhaber sein Kapital aus dem Geschäft ziehen will, die 80.000 Mark. Woher wissen Sie das? Ist ja nicht so wichtig. Ich wollte bloß sagen, verehrte Frau Chefin, ebenso gut wie sowas mal eintreffen könnte, ebenso gut könnte auch mal bei uns einfachen Leuten eines Tages mal ganz unverhofft das Glück an die Tür klopfen. Könnte, wenn's nur täte, ne? Hat schon geklopft. Mit der vollen Faust sogar. Also mal Klartext. Was soll man darunter verstehen? Passen Sie mal auf. 5 Gewinne zu je 354.198,50 Mark. Und einer von den 5 Gewinner heißt Kappelhoff. Mit anderen Worten also, fast eine halbe Million. Da, die bringt schon wieder was. Das kann doch nur ein Spaß sein. In Geldangelegenheiten hört der Spaß meistens auf. Vielen Dank auch, Dankeschön, auf Wiedersehen. Oi. Ja, was habe ich gesagt? Ist von uns Käshöger, von unserem Feinkosthändler. Hier ist eine Karte. Wir gratulieren unserem alten, geschätzten Kunden, Herrn Julius Kappelhoff, zu dem kolossalen Glück. Ausrufungszeichen. Hier kann man mal sagen, Fortuna hat ihr goldenes Füllhorn endlich über Leute ausgeschüttet, die das verdienen. Wieder ein Ausrufungszeichen. Guten Appetit wünschen Johannes Sötje und Frau, Feinkost, Wild- und Geflügelhandlung. Das ist ja sagenhaft. Ihr Herr Vater hat dieses unverschämte Glück gehabt. Hat er, Frau Rockenburg? Hat er! Und wem hat er das zu verdanken? Unser Vater wird sich gern mit den 54.000 Mark begnügen und gibt seinen Kindern je 100.000 ab. 354.000, ein Vermögen. Ein Vermögen. Nun mal was anderes, Frau Rockenburg. Wenn ich mir vorhin erlaubt habe, es dann Fräulein Rockenburg, Helga zu sagen... so Das war doch gar nicht so gemeint von mir. Hören Sie mal. Nicht mal. Oh, wie schön. Wir beide sind uns nämlich einig, Helga und ich. Ja, dass es Ihnen mit Helga eine Herzenssache sein muss,
Hat mir Ihr Fräulein Tante heute Mittag schon verraten? Würden Sie sonst wohl Helgas Taschentüchlein auf dem Herzen tragen? Als Talisman, damit Sie keinen Verkehrsunfall erleiden? So viel Gemüt hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Rudi. So, nun will ich aber schnell nach Hause, damit Helga die Koffer wieder auspackt. Übrigens würden wir uns sehr freuen, Sie und Ihren Herrn Vater heute Abend als unsere Gäste in unseren sämtlichen Räumen begrüßen zu dürfen. Oh. Gerne, Frau Rockenburg. Sehr gerne. Ich habe vorher bloß noch was mit unserem Vater zu regeln. Das kann ich doch verstehen. Empfehlen Sie bitte Ihren Vater, ja? Gnädige Frau. Ach so. Na, das haben Sie jetzt ja gar nicht mehr nötig, nicht? Also, bitteschön. Die ist aber jetzt mit einer anderen Meinung von uns abgezogen. Was, Rudel? Was sie wohl heute Abend vorhat. Was für eine Frage. Das gibt eine Verlobung. Das muss ich gleich mal Tante Miele erzählen. Du Rudel, deine Chefin ist deine Schwiegermutter, du na. Was ist denn los? Tante Miele sitzt in der Küche und weint. Wegen der 5 Groschen. Ach, Tante Miele, du komm doch mal schön raus aus der Küche. Oh, du komm doch. Ich gehe mir meine Stube legen nicht Was, zu. Er Tante tut sie Miele? überhaupt nicht wieder auf. Aber du hör doch erst mal zu, Nein, Tante. ich will nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Oh Mann, was sehe ich denn da? Ist von unserem Käsehändler. Was von Södchen? Ja, uns reiche Leute will er sich doch nur warm halten. Komm, Tante Miele, mal sehen, was das alles ist, ne? Danach muss Södchen das doch auch schon wissen mit dem hohen Lottogewinn, nicht? Sowas spricht sich schnell rum, Tante Und Miele. uns gegenüber hält euer Vater immer noch damit hinter Berg. Also das ist doch nicht zu fassen. Ich finde zu sowas ja überhaupt... Lissi, lass das naschen da! Du, Reiche Leute, sagt Lissy, du. du Rudel, lassen wir uns nur irgendwo sehen, nicht? Dann heißt das gleich, guten Tag, Herr Kappelhoff. Wie geht's, Herr Kappelhoff? Auf Wiedersehen, Herr Kappelhoff. Sollst mal sehen, du, wie die Menschen zu dir sind, wenn du Geld hast. Nun kann unser ein Trinkgelder verteilen. Du, Freddy, Ja? Papa kommt um die Ecke. Schaukelt er? Sag mal, was hat er denn da für ein großes Paket unterm Arm? Kann mein Geld wohl nicht früh genug loswerden. Denk bloß an seine Jacke, Freddy. In der Zeit gib ich mehr Gas, überhol ihn links, du, und zeig ihm das Stopplicht. Dass er bremsen muss, nicht? Ja, dann komme ich ihm auch mit der Bremse. Von wegen auf meinen Lottoschein seinen Namen. Das ist klar der Urkundenfälschung. Ich Nicht doch doch, nicht doch. mehr, du doch kannst sagen. mir viel erzählen. Das ist Rudel, Tante Miele will das einfach nicht glauben. Deine Chefin will, dass du ihre Tochter... Ja, deutlich genug hat sie mir das ja zu verstehen gegeben. Die ist wahr. Du, die Frau rechnet mit dem Geld, das kannst mir glauben. Das Private mit dem Geschäftlichen verbinden, hat sie selbst gesagt. Ja, deine Helga fährt nur jedenfalls nicht nach Hannover, Rudel. Sie wäre ja auch bloß bis Harburg gekommen, das hatten wir beide so besprochen. Ja, da hätte ich dann am Bahnsteig gestanden und wäre gleich wieder mit ihr zurückgefahren. Du wolltest sie entführen? Schick. Oh, ist das romantisch. Wie Sonntag im Kino. Was eine Verrücktheit wäre das gewesen. Wo hätte sie denn abbleiben sollen? Ja, bei Frau Peters ist doch ein Zimmer frei. Ach, bei der hier unten im Parterre. Ach nö, wie praktisch. Dass du zu jeder Zeit schön da einsteigen konntest, nicht? Ach, Tante Miele, unsere Generation denkt nicht gleich an sowas. Oh, Papa schließt die Tür auf. Aber alles auch noch immer was vorjammert. Na, seid ihr alle auf dem Dutt, die Häupter meiner Lieben. So, meinen ollen Regenmantel habe ich gleich mitgebracht. Ja. Hast du Dörmann den Kram nur vor die Füße geschmissen, Papa? Ja, das habe ich, mein Junge. Und dir auch die Papiere geben lassen? Ja, die Papiere habe ich mitgekriegt. Bloß meinen letzten Wochenlohn konnte man mir nicht mehr ausbezahlen. Wie schade, nicht, Papa? Über der alten Firma Robert M. Dörmann schwebt der Pleitegeier. Du Miele, denk dir, der Buchhalter Langbein, der damals noch meinen Posten gekriegt hat. Als du noch Soldat warst, nicht, Papa? Genau. Der hat die Firma um zigtausend Mark betrogen und ist nur flüchtig. So. Was hat der Herr Sellenkamp nur davon? Hast ihm denn noch das Knick umdrehen können, Papa? Tja, du, das wollte ich ja. War gerade in der richtigen Stimmung. Ich rein in sein Kontor, ran an den Schreibtisch. Und da, Papa! War er nicht da.
Was ein Glück für ihn, nicht? Er ist nach Bad Bramstedt gefahren, muss seinem Schwiegervater wohl schon beibringen, dass die Firma nur pleite ist. Wie das mit der Firma Dürmann steht, kann dir doch nur einerlei sein. Nicht, Rudolf Freddy? Das meine ich auch. Wozu dann nur noch ein Wort über verlieren, nicht, Papa? Tja, ja, aber wo ich nur ohne Verdienst bin, macht ihr euch keine Sorgen? Nee. Und dass euer Vater nicht sich länger so behandeln lassen kann, das seht ihr selber ein? Oh, Rudi, Fredi, Lissi, komm her! Ran an die teure Vaterbrust! Na, wo seid ihr denn? Ach, Miele, was habe ich doch für prächtige Kinder, was? Was haben die drei jetzt für einen prächtigen Papa? Naja, das sowieso! Papa, willst du denn nicht deine Jacke ausziehen? Ja, mein zu, Papa. Ja, nee. Ja, aber Papa, das tust du doch sonst auch als erstes. Ja, sonst ja, aber heute nicht. Ich habe so keine Füße. Ach, was ist das doch für ein wunderbares Gefühl, wenn ein Vater und seine Kinder sich so großartig verstehen. Wenn im Haus alles in Ruhe und Frieden lebt, einträchtig beieinander, in der schönsten Harmonie. Emile? Hey, Emile, was ist denn mit dir los heute? Soll mit mir los sein, nix. Tante Miele kann da noch nicht so schnell über wegkommen, Papa. Nee, das soll ich wohl nicht. Worüber denn nicht? Papa, guck mal her. Ja, Papa, du musst wissen, ne? Eben, ehe du gekommen bist. Du, da war meine Chefin hier. Frau Romburg? Ja, zum zweiten Mal heute schon. Du, und weißt auch warum, Papa? Na? Weil du bald eine Schwiegertochter haben sollst. Ist das wahr, Rude? Du und ihre Tochter, ihr beiden? Mensch, Kinder, das ist ja großartig. Du hast ja die allerbesten Aussichten. Ja, das magst du wohl sagen. Ja, bloß da ist noch was bald vermacht. Wegen der Heirat? Ja, Helga, ihre Mutter, ne? Die hat einen Kompagnon. Und der will sein Kapital aus dem Geschäft ziehen. 80.000 Mark. Und dann wackelt die Firma Alma Roggenbuck-Witwe. 80.000 Mark, die jetzt aufzutreiben, das fällt schwer. Das fällt schwer, Kinder. Ja, aber doch nicht jeden. Wenn er nur will. Das meine ich auch. Was ist denn, ihr guckt mich alle so eigenartig an, was? Hast du eben gehört, dein Sohn möchte Fräulein Roggenburg heiraten. Ja, bitte von mir aus. Dazu gebe ich gern meinen Segen. Ja, an deinem Segen ist mir nichts gelegen. Aber an so 80.000 Mark. Da rechnet Frau Roggenbuck doch nun mit. Und eben hast du noch selbst gesagt, was für ein wunderbares Gefühl das ist, wenn der Papi sich mit seinen Kindern gut versteht. Das ist das auch, mein Schiedbüdel, aber das verstehe ich nun nicht. Oh, ich gehe schon, Das verstehst du nicht? Nee. Ja, da muss ich da wohl mit rauskommen. Hast du gedacht, dein Vater wird das von selber sagen? Ja, womit denn rauskommen, Rudel? Naja, mit dem, was nicht nur wir wissen. Du. Was schon die ganze Straße weiß. Die ganze Straße weiß? Ja, dein Zigarrenhändler weiß das auch schon. Mit den herzlichsten Glückwünschen, Ihr Zigarrenhaus Harms. Glückwünsche mir? Hol den Korb, Fredi. Dann wird er es Augen machen. Ach ja, und die hat Frau Schlüter für dich abgegeben. Unsere Nachbarin? Gratuliert auch ganz herzlich. Ja, und nu soll's mal sehen, wie Söltje sich angestrengt hat. Und sonst hat er sich immer so angestellt, wenn man mal was auf Pump haben wollte. Oi. Er wünscht dir sogar guten Appetit, Papa. Als wenn du den nicht immer hast. Sieh mal, Papa, wie im Gedicht von Schiller. Ja, aber warum das alles, Rudel? Sag doch Ja, mal. Papa, ich als dein ältester Sohn darf dir wohl im Namen von uns allen hier die aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen. Glückwünsche mir? Ja, wozu denn? Ja, weil du zu den 5 gehörst, die im Lottoblock über eine Dreiviertelmillion gewonnen haben. Ich solle... Genau 394.198,50 Mark. Von den 4.198 wollen wir doch gleich mal was sagen. Aber ich von den 50 Pfennig. Du schämst dich ja wohl überhaupt nicht, dass du mir, deiner Schwester, die sich das hier so sauer werden lassen muss, heute Mittag von so einem hohen Gewinn ganze lausige 5 Groschen in die Hand drücken mochtest. Ja, die ich auf der Straße gefunden habe, meinst du? Die gefunden, du hast doch selber gesagt, du hast Glück gehabt. Kinder, nun seid doch mal vernünftig. Ich hab doch nicht getippt. Verdammt, Jumek. Nee, aber abgegeben hast du den Schein auf deinen Namen, auf den ich die richtigen Zahlen angekreuzt hatte. Das soll ich getan haben, Junge, du träumst ja wohl. Aber nun tu doch bloß nicht noch so. Papa, wir freuen uns doch mit dir. Unsinn, hier gibt es nichts zu freuen. Nicht? Na ja, dann will ich deine Schwester dir das mal sagen. Da in der zweiten Schublade, da liegt ein Sparkassenbuch, jawohl, und ist auf deinen Namen ausgestellt. So. Aha. Aha. Aha! Das ist also doch noch ein Schlüssel zu der Kommode, wa? Da konnte ich mir ja eigentlich gleich denken. Ja, Papa, warum hast du denn uns, deinen Kindern, da nicht ein Wort von gesagt? Warum? Das habe ich so für richtig gehalten. Ich habe das Geld gleich auf die Sparkasse gebracht.
auf ein Konto, einen Moment. Auf eine Sparkasse gehört das ja auch hin, ne? Konntest das ja nicht ins Strumpf stecken, nicht, Tanmile? Nee, wo sollen wir wohl all die Strümpfe herkriegen, ne? Oh, nun guck mal her. Ja, gib mal her, Papa. Zeig mal. Was ist das? Gesperrt bis 1. Oktober 1961. Bis 61! Hast du das sperren lassen? Dich sollte man einsperren. Also erst nach 5 Jahren. Und früher kann man da nur nicht ran. Früher nicht. Junge, wie ist nur sowas bloß möglich? Das hat mir doch dieser pomadige Kassenbeamte, der hat mir doch den Vorschlag gemacht. Na, deinen klaren Verstand hast du denn aber nicht bei dir gehabt. Oh, Rudel, wenn Frau Rottenbuck nun nicht die 80.000 Mark... Lass mich bloß in Ruhe, sag ich dir, du. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Als wenn ich was dafür kann. Nicht, Fredi? Mir langt das. Ich geh ins Kino. Hätte ich Rindvino bloß selber meinen Lottoschein abgegeben. Was der bloß immer mit seinem Lottoschein hat. Ich gehe schon. Wer nun wohl wieder was bringt. Fräulein Roggenbuck steht draußen. Ja Mensch, und dann lässt du sie nicht rein? Die ist bestimmt schon von ihrer Mutter geschickt worden, des Geldes wegen. Du Miele, ich möchte ja bloß mal wissen, wer das alles weiß. Und woher man das weiß. Weil das ja eigentlich gar keiner wissen kann. So, Helga, dann komm mal mit rein. Oh, guten Abend. Helga, das ist mein Vater. Meine Tante kennst ja schon, ne? Ja. Ach, entschuldigen Sie, Herr Kappelhoff, wenn ich störe, aber Aber Fräulein, wir sind hier so verstört. Da kommt es auf ein bisschen mehr oder weniger gar nicht drauf an. Ja. Setzen Sie sich Oh doch. ja, danke. Ich kann mich aber nicht lange aufhalten. Rudi, unten wartet eine Taxe, mein Gepäck steht noch drin. Dein Gepäck, Helga. Ah, naja, du sagtest ja, hier im Haus wäre ein Zimmer frei, nicht? Ja, unten bei Frau Petersen. Ich lass mich nicht länger von Mutter bevormunden. Ja, sehr richtig, Und Helga, sollte sehr sie richtig. inzwischen wieder zurückgekommen sein, dann wird sie ja meinen Brief vorfinden. Helga, weißt hör du, mir ich mal habe zu. ihr geschrieben, ich Helga. werde mich so lange verborgen halten, bis ich den Mann Helga. heiraten darf, den ich will. Auch wenn Helga. er bloß Taxifahrer ist. Ja, denn ich Helga, das doch überhaupt Helga, nicht. stopp, Helga, stopp! Mensch, du petter doch mal auf die Bremse. Du weißt also noch gar nicht, dass deine Mutter hier war. Tatsächlich? Ja, ich soll schon heute Abend mit Vater zu ihr kommen. Rudi-Lein, erzähl's mir doch bitte nach. Ja, Helga. Der Taxifahrer Helga, wartet hör doch doch. mal. Oh, entschuldigen Sie nochmals, Herr Kappelhoff. Nicht nötig, Fräulein, nicht nötig. Nicht nötig, nicht nötig. Ja, Helga hätte das nur nicht nötig, ihrer Mutter wegzulaufen. Alles hätte mit uns heute Abend in der Reihe kommen können. Sowas wie eine Verlobung. Aber nu, Papa, nu, das habe ich dir zu verdanken. Dir. Mir zu verdanken. Ja, warum willst du Frau Roggenbuck auch nicht helfen, wenn du Geld hast? Ach, mit deinem blöden Sperrkonto hast du die bessere Zukunft deiner Kinder total verkorkst, Papa. Auf was erlaubst du dir für einen Ton? Fehlt bloß noch, dass dein anderer Bruder mir auch noch die Ohren voll bläst. Oh, Papa, wenn du dich an deinen Kindern nicht versündigen willst, dann musst du das in deinem Sparbuch ändern lassen. Das kann ich nicht, mein Junge. Nee, das tut auch keiner. Guck mal, das ist doch mit so einem Kapital genauso, als wenn einer in seinem Hühnerstall ein Huhn hat, das tüchtig Eier legt. Ja, du wärst denn so dumm und würdest das Tier schlachten? Naja, und die vielen Eier sind in diesem Fall die Zinsen. Ja, jährlich 21.000 Eier. Ja. Nee, Mark. 21. Oh, das ist aber ein schönes Stück Geld. Das in einem Und wen hat er dazu verdanken? Mir. Bloß mir. Nimm das Paket mal mit Dir raus. zu verdanken, du musst ja aber lachen, mein Junge. Oh, wie kann man da überlachen? Du krieg das mal wieder hoch. Da überlachen, wenn ein mit meinem Lottoschein über den Deich geht. Was? Das ist er ja. Dein Lottoschein, Fredi, steckte der in dem Buch? Na, was sagst du nun? Oh, dann steht aber auch. Er läuft da raus, ohne sich bei seinem Vater zu entschuldigen. Dann hast du doch so einen Zettel ausgefüllt, Julius. Ob ich das habe oder nicht habe, das geht keinem was an. Meine Seite kann ich auch mal fragen. Ja, dann frag doch deine innere Stimme. Stimmt, Tante Miele. Vielleicht kann die dir sagen, was Papa mit dem restlichen Geld vom Lottogewinn alles anstellen will. Ja, 50 Pfennig davon hat er ja schon seiner Schwester geschenkt. Das hört mir endlich auf mit den 5 Groschen. Nee, die schmier ich dir nun jeden Tag aufs Butterbrot. Und wenn ich auf meinem Totenbett kein Wort mehr rauskriege, da halte ich dir noch die 5 Finger hin. Papa, du, was ist denn jetzt mit den 4.198 Die Mark? habe ich doch nicht, mein Dirn, die hab ich doch nicht. Die hast du nicht. Nee. Du sag mal, du wirst doch wohl nicht diesen Dings da, diesen Pomerenke damit geholfen haben?
Was, ich ihm geholfen? Ich ihm? Hast du eine Ahnung? Pommerenke? Ja, wer ist das denn? Ach, den kennt dein Vater noch aus dem Krieg und der muss heute nach Oh, mal wieder was annehmen! Du nimmst mir nichts mehr an, hörst du? Du sagst, dass wir alles nicht wahr mit dem hohen Lottogewinn. Julius, du verführ dein Kind doch nicht zum Lügen. Ist vielleicht ein Fernsehapparat. Ja, und der gehört doch jetzt zu unserem höheren Lebensstandard dazu, nicht? Oh Mann, Miele. Miele, ein für alle Mal, lass mir gefälligst diesen Pommerenke aus dem Spiel. Dann lass ich ihn. Da fliegt doch nur schon über der Ostsee. Papa! Ja. Herr Pommerenke! Oh, Renke? Afrika, ja Gott. Wo kommen Sie denn her? Also gerade eben sagt mein Bruder noch, Herr Pommerenke fliegt schon über der Ostsee. Ja, ich wollte, das wäre so. Ja, ist da was dazwischen gekommen, Pommerenke? Du setz dich doch bloß erstmal. Oh, bitte, Herr Pommerenke. Bitte. Sie haben auch eine Tochter, Herr Kappelhoff? Ja, die eine und die langt mir schon. Ja, was ist denn, Pommerenke? Wollen Sie nur nicht mehr flüchten? Fliegen, meine ich. Fliegen. Ja, nur erst morgen Abend, ja. Ja, ich habe ein Telegramm gekriegt. Oh Gott. Nee, nichts Schlimmes. Nee. Nicht abfliegen, stopp. Sofort anrufen, stopp. Ja, und was du, Pommerenke? Ja, mein Onkel kommt morgen für einen Tag nach Hamburg. Hat hier was Wichtiges zu erledigen, ja. Und wo er mich nachher antreffen könnte, wollte er wissen. Ja, und da fiel mir so schnell nichts anderes in, als Ihre Adresse anzugeben. Oh, lass sie mal ruhig herkommen. Ne, Miele? Ja. Und Sie, Herr Pommerenke, Sie schlafen heute Nacht einfach hier bei uns, nicht, Julius? Miele, das ist das erste vernünftige Wort, was ich heute von dir höre. Ja, auf dein erstes vernünftiges Warten. Ja. Papa, hier auf dem Sofa wird es doch mal für eine Nacht gehen, nicht? Na klar, immer noch besser als auf dem Strohsack im Munsterlager. Nehme ich dankend an. Und ich mache nur erstmal für uns alle zusammen schönes Abendbrot. Lissy, hilf mir mal. Und was für ein Abendbrot, nicht? Ist ja nicht Kuch wie bei armen Leuten. Ja. Nun gucken Sie aber was. Naja, Sie konnten ja auch nicht ahnen, was hier los war. Was ist hier denn los, Herr Kappelhoff? Hier ist der Teufel los. Meine Schwester hat neugierig, wie so die Frauen sind, das Sparkassenbuch in der Kommode gefunden. Oh je. Ja, und nu? Nun rebelliert die ganze Familie gegen mich, weil das Konto ja auf 5 Jahre gesperrt ist. Aber Sie verraten doch nichts. Kein Wort, lieber beiß ich mir die Zunge ab. Ja, auch mein Onkel darf nichts davon erfahren. Kein Sterbenswort. Weshalb will er eigentlich kommen? Hat hier eine Besprechung mit Geschäftsfreunden. Ah ja. Papa, Ja? Tante Miele kann die Dose mit Kaviar nicht aufkriegen. Oh, kann sie nicht. Aber die Kommode konnte deine Tante fein aufnehmen. Sind Sie im Büro angestellt, Fräulein Kappelhoff? Büro? Nee, Hausangestellte bei Professor Vierkant. Am Leinpfad. Ja, ich muss um 11 noch mal wieder hin. Was? So spät noch? Ach, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie dahin begleite? Oh, das wäre aber nett von Ihnen. Ach so, ja. Könnten Sie da auch einen Augenblick draußen vor der Tür auf mich warten? Ja, und warum das?
Ich reiche Ihnen dann was von meinen Sachen raus. Ich mache dann nämlich morgen Schluss. Was? Sie wollen Ihre Stellung aufgeben? Naja, jetzt wo Fortuna ihr goldenes Füllhorn über uns ausgeschüttet hat. Ja, wie meinen Sie das? Ja, hat Papa Ihnen denn nicht gesagt, dass er im Lotto... Na, nun setzen Sie sich hin. Ja. Über 350.000 Mark gewonnen hat? Was Sie nicht sagen. Ja, und deshalb wollen Sie Ihre Stellung aufgeben? Muss ich doch, Herr Pommerenke. Muss ich doch. Als Tochter eines Mannes, der nun fast eine halbe Million sein eigen nennt. Was sollen denn da die Leute von mir denken? Wissen Sie, was mir beim Brotschmieren eingefallen ist? Na? Nee. Wenn Sie erst mal in Stockholm sind, dann könnten Sie doch mal so ein bisschen rumhorchen. Ich habe nämlich gehört, fleißige deutsche Mädchen sind bei besseren Familien sehr gefragt. Oh ja? Ja, mein Onkel hat auch 2 fleißige deutsche Hausangestellte. Oh, gleich 2. Denn steht der sich aber gut, was? Ja, hat eine der größten Seifenfabriken in Schweden. In ganz Skandinavien ist die Firma Heinrich R. Dependahl ein Begriff. Sagten Sie eben Heinrich Dependahl. Ja. Hat er auch noch die Vornamen Roderich und Emmerich? Das stimmt, Roderich und Emmerich. Hey, was haben Sie denn für einen Kabel auf? Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, was Ihre Tochter mit Mal hat. Papa, weißt du, wie der Onkel von Herrn Pommerenke heißt? Nee. Dependahl. Heinrich Emmerich Roderich Dependahl. Roderich? Da war doch irgendwas mit Roderich. Papa, Tante Miele ihren... Richtig. Oh, ist das vielleicht mein Onkel, von dem Ihre Schwester heute Morgen erzählt hat, dass sie ihm ewige... Treue geschworen hat, noch auf dem Hauptbahnhof um 3 Bahnsteig 2. Und inzwischen war er schon 2-mal verheiratet. Während meine Tante Miele immer noch den Ring trägt, den er ihr am Heiligabend unterm brennenden Tannenbaum auf den Finger gesteckt hat. Da kannst du aber mal sehen, wie ihre innere Stimme ihr die ganzen Jahre was vorgelogen hat. Ja, bitte? Ja. Ja, aber natürlich, Fräulein Kappelhoff. Und immer zu. So, guten Morgen, Herr Pommerenke. Guten Morgen. Frühstücken Sie mal erstmal schön, ne? Ja, aber das hätte ich doch auch in der Küche mit Fredi gekocht. Nee, bei mir in der Küche, da steht alles noch so rum, wissen Sie, von gestern Abend. Sie waren gestern Abend aber nach dem Abendbrot auf dem Mahl verschwunden, Fräulein Kappelhoff. Ja, ich bin zu Bett gegangen. Das tue ich immer, wenn mich einer ärgert. Na.
Sie hat aber doch keiner geärgert. Von wegen mich keiner geärgert. Warum will man mich denn nun nicht in den Glauben lassen, dass der Mann, der mir so aufrichtig die Treue geschworen hat, nicht doch eines Tages nochmal vor der Tür steht, nicht? Kann ich die Kniedelmusik nicht abstellen? Ach ja, bitte. Was ist, soll ich auf oder zu die Fenster? Oh, bitte zu. Ja, ich meine, die Sonne scheint ja mal, aber trotzdem, es ist doch etwas kühl, ne? Ach Gott, und was ist das denn? Nur schon Augenblick mal eben. Ja. Komme schon! Morgen! Guten Morgen. Oh. Für Herrn Julius Kappelhoff, bitte. Oh, danke schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Hier, ist abgegeben worden. Für Herrn Julius Kappelhoff mit so einem Brief dabei. Gerade, als wenn er so ein Filmstar ist, ne? Oh, die duften. Von wegen mich nicht geärgert haben. Ein Glück, dass Sie nachher mit meiner Nichte weggegangen sind. Da kriegten Vater und Söhne sich nämlich erst so richtig in die Wolle. Naja, wegen der 4.198 Mark. Von den 5 Groschen will ich lieber schweigen. Sonst kommt mir nämlich der Kaffee wieder hoch. Wegen der... Wegen der 4.000 Mark, sagen Sie. Naja, wir haben das doch schwarz auf weiß, wie hoch genau der Lottogewinn gewesen ist. Wo ist aber das Geld? Mein Bruder will da nichts von wissen. Aber er muss doch was in Reserve haben, Herr Pommerenke. Sonst hätte er es doch gar nicht riskieren können, bei Dörmann Schluss zu machen, nicht? Und der hat ja nicht mal seinen letzten Wochenlohn gekriegt. Ja, wovon soll ich hier nur was auf den Tisch kriegen? Fräulein Kappelhoff, Na, dann will ich Ihnen nun mal was anvertrauen. Sie müssen mir aber fest versprechen, das für sich zu behalten. na, ich schluder doch nicht. Was ist denn? Fräulein Kappelhoff, Ja. Ihr Bruder hat gestern Abend dort auf die Kommode was hingelegt. Auf die Kommode. Unter das Buch. Geld? Er hat gesagt, wenn Sie das finden, dann würden Sie gewiss ein dummes Gesicht machen. Ah, dann, oh, und gleich 200. Na, oh, oh. Du hat er sich ja verraten, so ein Schafskopf, nicht? Er hat sich verraten. Ja, Mann, gleich 200 Mark. Das beweist doch, dass er fix was in Reserve hat. Na, ich weiß nicht. Hat er. Aber wenn er meint, ich nehme das an mich, dann hat er sich geschnitten. So. Sie brauchen noch Wirtschaftsgeld. Ja, das soll er mir schön auf den Tisch zählen, so wie ich das gewohnt bin. Nachher tut ihm das leid. Und er nimmt Ihnen die Hälfte wieder weg. Ja, das stimmt. Das bringt er fertig. Ich weiß ja, wie boshaft mein Bruder mir gegenüber sein kann. Moin. Na, Tante Miele, schnackst du schon wieder von der 50 Pfennig? Ja, nun fang du auch noch an. Mach bloß, dass du rauskommst. Mir langt das schon, dass dein Vater nun den ganzen Tag im Hause sitzt. Ja. Sag mal, willst du mir nicht bitte die Tür aufmachen? Oh. Was lernst du da eigentlich im Hotel? Guten Morgen, Herr Pommerenke. Morgen, Friedi. Ja. Ich wollte Sie noch schnell um was bitten. Sie fliegen doch heute Abend nach Schweden, nicht? Ja, mit meinem Onkel. Der eine große Seifenfabrik hat. Ja, und wenn Sie da so ein bisschen warm geworden sind, ja, dann denken Sie doch mal an mich. Naja, vielleicht gibt das in der Firma ja auch für mich eine Beschäftigung. Ja. Wollen Sie denn weg von hier, Friedi? Ja, bleibt mir denn was anderes über? Ich mach mich doch nirgends mehr sehen lassen. Dann heißt das doch gleich, der läuft noch immer in der Grashüpfer-Uniform rum. Und dabei hat sein Vater Geld wie Heu. Muss mir ja die Augen aus dem Kopf schämen. Friedi? Moment. Friedi? Ich will Ihnen mal was sagen. Oh, Sie müssen nicht Sie zu mir sagen. Na schön. Sag ich also du zu dir, Friedi? Und du sagst Oskar und sagst auch du. Nee, das gehört sich nicht. Doch. Ich will dir auch sagen, warum. Aber du kannst doch schweigen.
Nicht bloß schweigen. Manchmal darf ich auch nichts sehen. Ja, also Fredi, deine Schwester hat mir gestern Abend gleich so gut gefallen und... Und ich hier wohl auch so ein bisschen. Das habe ich ja gleich gesehen. Hatte ich ja beim Abendbrot nicht einen Augenblick aus den Augen gelassen. Ja, und hat ja immer die besten Happen auf den Teller gelegt. Bitte, Herr Pommerenke, noch ein bisschen Tee, Herr Pommerenke. Darf ich Ihnen noch einen Schuss rum in Tee tun, Herr Pommerenke? Ja, jedenfalls haben wir beiden uns unterwegs so richtig verliebt. Sowas geht wohl manchmal ganz schön fix, nicht? Ja, und wir sind uns auch schon so weit einig, dass ich deinen Vater nachher fragen will, ob er mir seine Tochter zur Frau gibt. Ja. Ja, dann werde ich ja dein Schwager. Ja. Ja, dann musst du mir ja schon den Gefallen tun, nicht? Naja, mit Schweden und so. Ach, darüber können wir ja nachher noch mal reden, ne? Ich fliege ja erst heute Abend. Na schön. Also tschüss, Schwager Oskar. Ja. Tschüss, Schwager Fredi. Ja. Oh, halt, stopp. Ja. Wozu das denn? Ja, muss mir ja nun ein Wörterbuch kaufen. Hä? Ja, von wegen Tyska Svenska. Also, farewell, Oskar. Ja, Farewell. Das ist ja Oskar. Mit die snack ich nicht, bin die Sabbel. Es erlaubt der Bengel sich, Sie mit Oskar zu reden. Moin, mein lieber Pommerenke. Oh, schönen guten Morgen, Herr Kappelhoff. Denken Sie auch daran, rechtzeitig zum Flugplatz rauszufahren? Oh, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, ne? Ja, dass Sie mir ja nicht den Onkel verpassen. Er darf auf gar keinen Fall hierher kommen, bitte. Oh, nee. Um Himmels Willen nicht, ne? Ja, wer weiß, was da alles bei raussauern kann. Meine Schwester ist nun mal eine olle Jungfer und die kommt bekanntlich auf die dümmsten Einfälle. Ja. Herr Kappelhoff? Ja. Herr Kappelhoff? Ich habe große Lust, mich wieder zu verheiraten. Pommerenke, nun seien Sie doch vernünftig. Wer zum zweiten Mal heiratet, ist es nicht wert, dass er seine erste Frau losgeworden ist. Ja, aber Sie wissen ja noch gar nicht, wen ich heiraten will. Wenn auch reinfallen, werden Sie ja doch wieder. Herr Kappelhoff, ich bitte Sie, wenn man auch so schön sagt, um die Hand Ihrer Tochter. Was? Und meine Lissy, die wollen Sie sich aufhalsen? Ich habe Lissy von ganzem Herzen lieb. Und Sie mich auch. Ja, konnte ich mir eigentlich gleich denken. Beim Abendbrot kriegt sie auch immer mehr Rum in den Tee als der Vater. Ach ja, und von wegen Vater. Ich habe meinen Vater ja schon früh verloren. Na ja, und nun möchte ich doch wenigstens einen Schwiegervater haben. Na, Schwiegervater ist doch ganz was anderes als eine Schwiegermutter. Gar kein Vergleich. Also von nun an zwischen uns beiden nur noch per Du. Verstanden? Jawohl, Schwiegervater. Ich danke dir. Nee, mein Junge, ich danke dir. So guckt wenigstens einer von der Bande aus dem Haus. Ja, aber Lissys Bruder doch auch. Er sagt ja nee, weil diese Frau Roggenbuck... 80.000 Mark brauche ich, weiß. Na ja, und an das Geld ist ja nicht ranzukommen, also. Ja, aber das Sparbuch ist eine 100%ige Sicherheit. Jedes Bankinstitut gibt dir darauf Kredit. Das ist ja auch wahr. Ja, wenn ich das darf, Schwiegersohn. Warum wohl nicht, Schwiegervater? Du, das soll mein Ältester gleich zu hören kriegen. Der fällt seinen Vater um den Hals auf Oskar. Oskar, mein Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ich glaube, ich muss nur los, ne? Ja, nur zu. Gleich um die Ecke stehen noch Taxen. Ja, also tschüssing, Schwiegersohn. Tschüss, Schwiegervater. Ja. Miele! Ja, wo steckst du denn? Julius, was soll ich denn noch? Ich will doch noch zum Friseur. Du zum Friseur? Na nu. Was heißt denn hier Nanu? Ich will auch mal ein bisschen hübsch aussehen, wenn dieser Besuch aus Schweden hier ankommt. Ja, du, ob der noch kommt, ist eine große Frage. Wer weiß, was so ein Geschäftsmann nicht alles an den einen Tag zu erledigen hat. Ich hoffe aber sehr, dass er kommt. Na ja, hoffen kannst du ja meinetwegen. Wieso mal, was sind das da für Blumen? Ach ja, die sind abgegeben worden für dich. Ah. Von Frau Finzelberg. Auf Hitzelberg, ja, wer ist denn das? Das ist doch die junge Witwe drüben auf der anderen Seite. Mit dem neuen Wollgeschäft. So, was kann die denn von mir wollen, was? Vielleicht will sie dich ja bestricken.
Lieber Herr Kappelhoff, des Alleinseins müde. Schon immer mein Herzenswunsch gewesen. Ich sehne mich nach so einer stattlichen Erscheinung. Sie sind ganz mein Typ. Ja. Will die mich vielleicht heiraten, Na ne? klar, weil du Geld hast. Und deine Tochter, die wird nur auch bald an jedem Finger einen haben. Du, die hat schon einen. Nee, Ja, Oskar Pommerenke. den. Ja, Ja, sag mal, bist du denn damit einverstanden? noch eine bessere Partie kann Lissy doch gar nicht machen. Bessere Partie, sag mal, was redest du denn da eigentlich, wo der Mann nach Schweden flüchten muss? Im Gegenteil, er könnte keine bessere Partie machen. Du, Ne? der spekuliert ja vielleicht bloß auf dein Geld. Oskar Pommerenke? Der nicht, du, der Ja, nicht. der nicht. Mensch, hast du eine Ahnung? Na ja, er könnte ich sagen, hast du eine Ahnung. Also, Tante Miele, ist noch Kaffee da? Ich will nur Helga raufholen zum Frühstücken. ja, nee, dann wärmt euch den Kaffee nun mal wieder auf. Ich will nun zum Friseur. Ja, willst du deinem Vater nicht guten Morgen sagen? Will mein Vater sogar noch mehr sagen? War das gestern Abend noch nicht genug? Nee, noch lange nicht. Und das sollst du noch wissen. Wenn Helgas Mutter mich nicht mehr haben will, schön, fahren ja noch mehr Taxen in Hamburg. Ich kann schon eine Frau ernähren. Du hast ja noch keine. Heute noch wird das Aufgebot bestellt. Und in 4 Wochen sind wir Mann und Frau. Ah, und wo wollt ihr abbleiben? Ja, müssen ja noch mehr Leute auf Zimmer wohnen, ne? Ja, bloß, dass die nicht so einen Vater haben, wie du einer bist. Was für ein Vater bin ich denn, mein Junge? Ach, das fragst du noch? Der Erste tut, als würde er sich freuen, wenn sein ältester Sohn solche guten Aussichten hat und... Ja, solche guten Aussichten hast du auch noch. Ach, glaub doch das nicht. Wo Helga ihre Mutter fest damit gerechnet hat. Mit den 80.000 Mark? Ja. Na, dann sollst du nur mal zu hören kriegen. Ja, nun will ich aber nichts mehr hören. Nun will ich Helga raufholen. Und dass die bei uns ein Stück Brot mit isst. Da wirst du ja wohl nichts gegen haben, nicht, Papa? Von mir aus kann sie ein ganzes Schwarzbrot verdrücken. Kein bisschen Respekt, dieser Bengel. Mensch, pass doch da auf, Mensch, geh doch da weg. Auch seine Wut ja nicht an mir auszulassen, wenn Papa so eine riesen Dummheit gemacht hat. Echt eine Riesendummheit, die der ist auch kein Haarbreit besser. Konnte ich mir eigentlich gleich denken. Oh, Papa, du bist da. Ja. Tante Miele, hier ist eine Karte für dich. Und was willst du hier? Ich habe mir für heute freigeben lassen. Will doch die letzten Stunden noch mit meinem Oskar zusammen sein. Mit deinem Oskar, so. Oh, du weißt wohl schon alles? Ah, alles. Auch, dass du ihn bald nach Schweden nachfährst. Und was sagst du dazu, Papa? Wär das Mann erst so weit. Du reißt dich bloß zusammen und seist du ihm nicht gleich so dreist und frech. Ach, mein Oskar ist ganz verrückt nach mir. Ja, aber auch Verrückte haben ab und an mal einen lichten Moment. Papa, wo ist Oskar denn nun? Der ist vom Flugplatz raus, muss doch seinen Onkel erwischen, dass er um alles in der Welt nicht hierher kommt. Oh, du, Papa. Du, das könnte eine Katastrophe abgeben. Bittere Enttäuschung können bei einem empfindsamen Gemüt schwere seelische Depression auslösen, habe ich mal gelesen. Ja? Du, so ein empfindsames Gemüt bin ich bei deiner Tante noch nicht gewahr geworden. Oh, Papa, Sie können sich was in den Kopf Ja, setzen. das ist wahr. Und wer weiß, wie oft sie dann die Erbsensuppe wieder anbrennen lässt. Du, wo ist Tante Miele eigentlich? Ja, die ist zum Friseur, will sich hübsch machen lassen und hat das gar nicht nötig. So viel Post kriege ich ja sonst das ganze Jahr über nicht. Was meinst du, wie du nur belästigt wirst? Bettelbriefe, Darlehensgesuche, Heiratsanträge. Da liegt schon einer. Oh. Und Drohbriefe, Papa. Drohbriefe? Ja, liest man doch immer. Wenn Sie bis morgen Abend nicht da oder dort in einer hohen Eiche 10.000 Mark hinterlegt haben, sind Sie übermorgen eine Leiche. Ja? Ja, konnte ich mir eigentlich gleich denken. Siehst du, Papa? Und darum müssen wir hier wegziehen. Ach, so bald wie möglich. Das ist- Ist ja auch gar keine Gegend für besser situierte Leute. Papa, Na? vor der Tür hält eine Taxe. Ja, Frau Roggenbuck, die will nur wo wissen, wo ihre Helga steckt. das kann sie ja ruhig. Die wird hier nicht so ruhig sein, du. Ich pack ihr gleich das richtige Pflaster auf den Mund. Oh ja, zeig ihr mal, dass du Hauptfeldwebel gewesen bist. Jawohl. Aber nicht zu forsch. Denn dann wirkst du direkt komisch. Komisch, Ja. freche Deren. Komisch. Oh, Frau Roggenbuck, das ist aber eine Überraschung. Papa denkt ihr, wer da ist? Frau Roggenbuck. Ich lasse bitten. Bitte, Frau Roggenbuck. Dankeschön. Morgen, Herr Kappelhoff. Na, Frau Roggenburg, bitte nehmen Sie doch Platz. Ich habe gestern Abend vergeblich auf Ihren Besuch gewartet, Herr Kappelhoff. Bitte vielmals zu entschuldigen, aber ich war zu stark in Anspruch genommen. Ach, kann ich mir denken, wenn man so unverhofft zu so ansehnlichem Vermögen gelangt. Nicht? Ja, eben. Außerdem hat sich meine Tochter gestern Abend mit einem Herrn Pommerenke verlobt.
So, mit einem Herrn Pomerenke, ne? Ja, er fliegt heute noch nach Stockholm. Dort hat sein Onkel, sozusagen sein Erbonkel, die größte Seifenfabrik von ganz Schweden. Oh, also nein. Zu so einem Schwiegersohn kann man Ihnen ja nur gratulieren, Herr Kappelhoff. Und ob, aber bitte, nun nehmen Sie doch Platz, Frau Onkel. Dankeschön. Moment, bitteschön. Ja, ich glaube, wir gehen doch mal zum Geschäftlichen über. Ja, aus dem Grunde bin ich ja gekommen, nicht? Wenn ich richtig informiert bin, dreht sich das bei Ihnen um 80.000 Mark. Ja, die benötige ich dringend, Herr Kappelhoff. Oh, ich könnte für Sie auch 100.000 flüssig machen. Sehr kulant von Ihnen, aber Das kommt wieder auf 20.000 mehr oder weniger gar nicht drauf an. das glaube ich Ihnen gern. Aber wissen Sie, mir ist es ja eigentlich nur darum zu tun, einem Geschäftspartner zu zeigen, Dass Sie nicht mehr nötig haben. Wissen Sie, was der im Sinn hatte? Entweder oder, hat er gesagt, und wollte mir die Pistole auf die Brust setzen. Sie erschießen. Mich heiraten. Ach so, Ja. also das kommt bei uns beiden wohl nicht in Frage. Nein, das wollen wir unseren Kindern überlassen. Ja. Nicht? So, Helga, dann komm mal mit rein und lass uns erstmal... Oh Gott, Mutter! Helga. Sag mal, willst du deiner Mutter gleich mal sagen, wo du dich die Nacht über aufgehalten hast? Helga hat unten bei Frau Peters auf Zimmer übernachtet. So. Und mein Junge war seit gestern Abend um 9 hier oben, also alles in Ehren, Frau Roggenbuck. Naja, Gott, was Unschickliches traue ich ihm auch gar nicht zu. Nicht? Und trotzdem willst du von Rudi nichts wissen. Wer sagt denn das? Ist doch alles auf Beste geregelt, nicht, Herr Kappelhoff? Geht alles in Ordnung, Frau Roggenbuck? Sie kommen heute Abend mit Rudolf zu uns. Ja? Also, ich verstehe das alles nicht. Ja, bist du denn nun doch damit einverstanden, dass ich Rudi heirate? Warum sollte ich wohl nicht? Was? Helga. Aber für dich gehört es sich nur wohl, seinen Vater hübsch zu fragen, ob er dich, dummes Ding, überhaupt zur Schwiegertochter haben will. Ich hab Rudi lieb und er mich auch. Aber Fräulein Helga, darum brauchen Sie doch nicht zu weinen. Ach, das hat sie von ihrem Vater. Als der mich heiraten sollte, hat er auch geweint. So, mein Häschen, jetzt packst du schön deine 7 Sachen zusammen und dann geht es fix nach Hause, nicht? Und dein Rudi, den nehmen wir gleich mit. Heute war den ganzen Tag Taxe gefahren, nicht? Statt der Helga vor ihrer Mutter durchzubrennen. Wo gibt's denn sowas? Bis heute Abend. Auf Wiedersehen. Ein Teufel. Oh, Papa, Ne? du sag mir doch mal... Ne? Nun soll ich dir was sagen, was? Vorhin, als ich dir was sagen wollte, hattest du ja keine Zeit. Hattest ja Angst, deine Helga könnte dir verhungern. Ach, du darfst mir das nur nicht nachtragen, dass ich mir vorhin so einen Ton erlaubt habe. Wie deine selige Mutter. Eben noch für 1000 Mark Spektakel und nach 5 Minuten hing sie seinen Vater um den Hals und knutscht ihn ab. Also das tue ich ja nun nicht, Papa. Nee, du Lümmel, so nur ab. Tschüss, Papa. Tschüss, mein Junge. Ach ja. Helga, bist du mal laufen? Frau Roggenbuck als Schwiegermutter. Na ja. Du, Papa, Ja? wenn wir jetzt mit Roggenbucks verwandt werden, dann kann man doch hier nicht länger wohnen bleiben. Guck mal, du hast mal wieder hinter der Tür gestanden, was? Ach, Papa, du, pass mal auf. Professor Vierkant geht in 8 Tagen mit seiner Familie nach Saudi-Arabien. Ja. Für 5 Jahre. Ja, und er hat noch immer keinen Mieter für seine schöne Wohnung. 6 Zimmer und eine große Halle. Mit dem gesamten Mobiliar. Ja. Ich benötige dringend für meine epochemachende Erfindung 2000 Mark. Oh, du, das ist niedlich. Ich bin schuldlos geschieden mit 4 süßen Kinderchen. Papa, du hörst mir gar nicht zu. Ja, nur mit 4 süßen Kinderchen. Nee, mit dem gesamten Mobiliar. Und monatlich nur 500 Mark Miete. Na ja, und woher das Geld nehmen? Ja, und deine 4.198 Mark? Dann fang du mir ja auch noch davon an. Ja, da willst du nichts von hören, ne? Du hast wohl schon Bekanntschaft mit so einer schicken Frauensperson gemacht, wie? Und du schämst dich etwas, das ist ja furchtbar. Oh, wieso denn, Papa? Wenn du Geld hast, dann laufen sie sogar dir nach. Sogar mir nach. Bloß deswegen, als wenn ich nicht sonst noch... Aber das ist eine Überraschung. Bitte, Herr Dörmann, treten Sie doch an. Danke sehr, danke sehr. Ja, Herr Dörmann. Tag, Kappelhoff. Guten Tag, Herr Dörmann. Ja, Sie wundern sich wohl, dass ich Sie aufsuche, was? Ja, so wundern ist überhaupt kein Ausdruck, Herr Dörmann, aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke.
Die Kur in Bad Bramstedt beendet, Herr Dörmann? Hat sich was mit Kur, wenn Sellenkamp mit so einer Hiobsbotschaft kommt. Ja, von wegen Herrn Langbein, meinen Sie? Langbein, ja. Der lange Finger gemacht hat und dann mit seinen langen Beinen ausgekniffen ist, nicht? Und Sie denken sich nun so im Stillen, das schadet dem ollen Dörmann gar nichts. Warum hat er auch den Rat von seinem Schwiegersohn befolgt und Langbein den Posten gegeben, den ich all die Jahre gehabt habe? Das denke ich nun nicht, Herr Dörmann. Ach, tun Sie doch. Aber dass Sie sich gestern so einfach mir nichts, dir nichts haben die Papiere geben lassen, bloß weil nicht genug Geld da war, um Ihnen den Wochenlohn auszubezahlen, das war nicht schön von Ihnen, Kabelow. War nicht schön von Ihnen. Deswegen doch nicht, Herr Dörmann. So, deswegen nicht? Nee. Ja, und weswegen denn? Ja, sehen Sie mal, dauernd kriegte ich doch von Herrn Sellenkamp zu hören, mein Posten als Bote müsste nun bald durch eine jüngere Kraft ersetzt werden. Abends, ehe ich ins Bett ging, dachte ich, morgen kriegst du deine Kündigung. Und morgens, kaum hatte ich die Augen auf, dachte ich, heute wirst du entlassen. Also wenn es im Kontor hieß, Kabelow zu Herrn Sellenkamp reinkommen, dann dachte ich, nun ist es soweit. Und diese Angst, Herr Dörmann, in meinem Alter noch arbeitslos zu werden, das konnte ich einfach nicht länger ertragen. Und deswegen haben Sie Schluss gemacht? Ja, das ist aber auch meine Meinung, dass die Botenstelle durch eine jüngere Kraft ersetzt werden kann. Um mir das zu sagen, haben Sie sich hierher bemüht, Herr Dörmann? Ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu sagen, dass auf dem Posten von Langbein nun wieder Julius Kabelow sitzen wird. Klar? Ich? Ja. Da konnte ich mir ja eigentlich gleich denken. Aber nee, Herr Dörmann, das mag gut gemeint sein, aber wenn ich diesen Herrn Sellenkamp wieder sehe... Sellenkamp, den habe ich doch zum Deibel gejagt, also Kabelow. Sie sind nun wieder mein Buchhalter, ja? Und denken Sie ja nicht, Robert, denn Dörmann ist schon pleite, echt? Ja, das wäre ja auch ein Jammer um die alte Hamburger Firma. Ach, ich gebe ja zu, die Lage ist nicht gerade günstig. Ich habe die Banken schon allzu doll in Anspruch genommen. Leider. Ja, Herr Dörmann, wenn es Ihnen nicht allzu peinlich wäre, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann könnte ich Ihnen ja, nun sagen wir mal, vielleicht mit 100.000 Mark so ein bisschen unter die Arme greifen. Was sagen Sie da? Sie wollen mir mit 100... Also, nun muss ich aber lachen. Also, obwohl mir nicht nach Lachen zumute ist. Sie können doch gerne etwas mehr kriegen. Das kommt mir da gar nicht drauf an. Bitte schön, Herr Dörmann. Bitte sehr. Ja, wo habe ich denn meine Brille nun wieder? Die findet man, wo ist... Ach, hier, ja. Ja, wie kommen Sie denn dabei, Kabelow? Herr Kabelow, wollte ich sagen. Herr Kabelow. Dazu kann ja jeder kommen, Herr Dörmann. Man braucht nur auf einem Lottoschein die richtigen Zahlen anzukreuzen. Am besten macht man das im Brand. 350.000. 350.000. Was ist für Geld aber auch? Was ist für Geld aber auch? Ja, und Sie wollen mir mit 100.000 unter die Arme greifen. Ja, warum soll ich Ihnen nicht den kleinen Gefallen tun? Kleinen Gefallen? Ja, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Unten steht mein Wagen. Ja, lass uns gleich zur Bank fahren. Einverstanden, Herr Dörmann. Dann auch gleich wegen Frau Alma Roggenburg-Witwe. Ist ja ein Abwaschen. Ach, ist es die mit den Taxen? Die von der Autovermietung? Ja. Ja, kennen Sie die denn? Ja. Mein ältester Sohn heiratet ja die Tochter. Das lasse ich mir aber gefallen, Kabelow. Da gehen wir nur, wenn es recht ist. Ja. Lissy! Ja, ich bin hier, Papa. Da konnte ich mir ja gleich denken. Mein Hut. Na, geht das denn nicht auch ohne Hut? Ich lasse Sie doch gleich wieder zurückfahren. Wie kommen Sie denn zu so einer hübschen Tochter, Kabelow? Habe ich selbst gemacht, Herr Dörmann. Von nun an nur noch per Auto. Ja, denn halt mal immer hübsch die Nase hoch, der sieht so noch komisch aus, Ich ne? werde dann Oskar genau instruieren, wie er mit dir umzugehen hat. Wie der sich nur vorkommt wegen seinem Geld. Aua, Mensch! Du hast vor der Tür gestanden, wie? Ja, du wohl nicht, wie? Aber sag mal, wärst du da schlau draus? Wieso? Ja, ich denke, Papa kann erst nach 5 Jahren ran an sein Konto. Will das denn wohl doch auf der Bank ändern lassen? Ja, für andere Leute. Aber für seine eigenen Kinder? Du, der muss noch fix was für mich rausrücken, weil ich doch in Kürze meinem Oscar nach Schweden nachfliegen soll. Ach, da weißt du wohl noch gar nichts von, wie? Klar, aber du weißt noch nicht, dass dein Oscar mir einen Job in der Seifenfabrik von seinem Onkel verschaffen will. Und weißt du auch, wer dieser Onkel ist? Keine Ahnung. Der Tante Miele auf dem Hauptbahnhof Gleis 2 ewige Treue geschworen hat. Sag mal, dir ist ja wohl ein Schrankkoffer auf den Kopf gefallen. Ist wahr, er heißt Dependahl und ist ihr Roderich. Das ist Tante Miele. Halt bloß deinen Mund, sag ich dir. Jo, wenn du mal so fein schweigen könntest wie unser eine. Du lässt dir das ja auch bezahlen. Oh, hallo, komm da rein. Lissy. Oskar, du bist schon zurück? Ja. Oh, Lissy, du lass ihn doch erstmal ablegen, ehe du ihn ableckst.
Nett von dir, Fredi, ne? Ja, bin ich immer. Komm, Oskar, Ja, setz dich doch. dank dir. Lissilein. Hoffentlich hast du deinen Onkel noch angetroffen. Ich hätte ihn beinahe nicht wiedererkannt. So sehr hat er sich in den letzten 18 Jahren verändert. Naja, wir werden ja alle mal alt, nicht? Hast ihm gesagt, dass er auf gar keinen Fall herkommen darf? Nun will er aber erst recht herkommen. Aber Oskar, das wird nicht gut ablaufen. Hast du denn deinem Onkel alles von Tante Miele erzählt? Dass sie ihn all die Jahre nicht vergessen hat. Ja, was meint ihr wohl? Der Mann war tief erschüttert. Als ich ihm erzählte, sie trüge noch immer den Ring, den er ihm mal an den Finger gesteckt hat, Sogar noch am Weihnachtsabend. da fielen 2 dicke Tränen in seine Kaffeetasse. Und dann hat er gesagt, wenn sie mich nur noch will, soll ihre Treue belohnt werden. Er will sie heiraten. Ja, so schnell wie möglich. Wird ja auch langsam Zeit, nicht? Was wird nur Tante Miele dazu sagen? Als wenn meine innere Stimme mir das nicht immer gesagt hat. Da habt ihr das von wegen meine fixe Idee. Nu wird Tante Miele Fabrikantengattin. Du, da schließt einer die Tür auf. Ach, ausgerechnet jetzt muss Papa zurückkommen. Oh, Tante Miele, komm rein. Bist Wir haben du denn Neuigkeiten. zu Hause? Und du bist auch... Tante Miele, du hast ja keine Ahnung, was sich alles ereignet hat, wo du so lange weg gewesen Was bist. heißt denn hier so lange? Wenn ich nur zu 3 Friseuren musste ich laufen. Was? Überall war besetzt, keiner wollte mich annehmen. Ja, immer bis Mittwoch besetzt. Wollt ihr mir nun nicht sagen, was hier eigentlich los war? Komm, setz dich mal erstmal hin, du sonst fällst du um. Tante Miele, immer schön wieder Ruhe, hör erst mal schön zu. Ja, dann schieß doch endlich mal los, Mensch. Ja, also, zuerst war Frau Roggenburg hier. Nee, wegen ihrer Tochter, na, das mag hier ja schön Krach gegeben haben. Ne? Da ehrst du dich, Tante Miele. Frau Roggenburg ist als die zukünftige Schwiegermama von Rudel abgezogen. Ein Herz und eine Seele. Nein, soll das mit den beiden denn nun doch was werden? Oh, wie ist das schön. Ne? Ja, das ist ja noch nicht alles, ne? Und Herr Dörmann will Papa per sofort wieder als Buchhalter einstellen. Na, was sagst du dazu, Tante Miele? Also da sage ich bloß Gott sei Dank. Wie hätte es hier sonst auch weitergehen sollen, ne? Zum Stempeln hätte er doch nicht gehen können. Mal kommen die Behörden ja doch dahinter, wenn einer so viel Geld hat, ne? Oh, das sind ja schöne Nachrichten. Ja, das Schönste kommt ja noch Ich muss erst. jetzt aber Das war wirklich eine gute überlegen. Ja, tu ich, ja, ja. Tante Miele. Wie bitte? So darf ich ja nun wohl schon sagen, nicht wahr? Ach, Sie meinen wegen euch beiden, ne? Ich weiß doch Bescheid. Und Sie fliegen heute Abend nach Schweden. Na, hoffentlich geht ihr das nicht aus so wie Ihrer Tante. Och, Tante Miele, von Oskar und mir soll doch gar nicht die Rede sein. Hä? Tante Miele. Jetzt ist der Tag gekommen, an dem Sie allen hier im Haus beweisen können, dass Ihre innere Stimme doch recht behalten hat. Und nix von wegen bloß eine fixe Idee. Sie wissen was. Kennt ihr Onkel meinen Roderich zufällig? Tante Miele, ich habe gestern Abend beim Abendbrot nicht die Wahrheit gesagt. Ja, mein Onkel heißt gar nicht Pommerenke. Ja, ist ja mein Mutters Bruder. Ja, ja, wie heißt er denn? Heinrich Dependahl. Und Roderich und Emmerich. In Stockholm ist er also. Ja, aber warum hat er denn nie wieder was von sich hören lassen? Ja, er will gleich in der ersten Zeit 3-mal an seine Braut geschrieben haben. Ach, die Briefe können doch nicht alle 3 unterwegs verloren gegangen sein. Mensch, Tante Miele, nun kann ich mich wieder darauf besinnen, was mir Onkel Paul kurz vor seinem Tod von Oma erzählt hat. Ja, sie wollte ihre beiden jüngsten Kinder, dich und ihn, nicht aus dem Haus gehen lassen. Ihr solltet sie doch ernähren. Siehst du, Tante Miele? Dann hat sie die Briefe unterschlagen. Also zuzutrauen war ihr das. Mag Gott ihr das vergeben. Ja, und darum musste eure Tante eine alte Jungfer werden. Altes Stück Möbel. Wie sieht er denn aus?
Ich habe ein Bild von Ja, ihm. hier meine Brille, die liegt da irgendwo schnell. Ich hab sie. Hier ist die kleine Biene. Wollt ihr die mit? Ja, natürlich, ja. Das ist allerdings bloß ein Passfoto. Ah, das macht ja gar nichts. Das ist er. Der hat ja einen total kahlen Kopf. Früher hatte er so schönes, volles Haar. Fühlte sich so weich an wie Seide. Bis heute noch, wenn ich über den Küchenbalkon den Mopp ausschüttle. Und mit der Hand mal eben so über längs fahren, muss ich da immer an denken. Hab da ja zu gern mit beiden Händen in gewühlt. Dann hat er gar kein Haar mehr auf dem Kopf. Er soll gleich nach dem Tod von seiner zweiten Frau mal schwer krank gewesen. Von seiner zweiten. Hat also zweimal geheiratet. Er hat aber doch vergeblich auf eine Antwort von dir gewartet. Er fühlte sich frei und nahm eine andere. Ah, ich hätte mir das ja auch schon längst denken können. Ich wollte mir das nur selber nicht eingestehen. Ich wollte was haben, wo ich gern an denken mochte, um mich abzulenken von all den Sorgen und Mühen hier. Gleich ist mir das wirklich nicht gefallen, die 3 Kinder von meinem Bruder groß zu machen. Und jeder Mensch hat doch was, wonach er sich sehnt. Tante Miele, das kann ja nur noch alles eintreffen. Ja, er hat gesagt, wenn Sie ihn nur noch mögen, denn... Du noch? Nee, du willst ihn gar nicht mehr wiedersehen. Mensch, das hätte ich mal wissen sollen, wäre ich doch nicht zum Friseur gegangen. Wie sehe ich nur aus, nicht? Der hat mir sogar noch einen Lippenstift angedreht. Was soll ich bloß, damit mir das wieder schmeckt? Aber er kommt doch hierher. Ja, um 4. Ja, da bin ich nicht zu Hause. Aber Tante Miele, du kannst doch Oskar, seinen Onkel, nur nicht von den Kopf stoßen. Ach, wo wir doch jetzt verwandt werden. Ihr Nicht, beiden, Oskar? ihr seid ja denn in Schweden, nicht? Und Verwandte können überhaupt gar nicht weit genug von einem weg wohnen. Tante Miele, ich gehe nur auch bald nach Schweden. Nein, du willst auch weg? Ja, Rudi, der geht ja nur auch aus dem Haus. Hat mein Bruder schon gewusst, wer ihr Onkel ist? Seit gestern Abend, ja. Und? Ja, und er hat gesagt, das wäre wohl besser, wenn mein Onkel gar nicht herkäme. Wollte also selber nicht. Hatte wohl Angst, auch seine Schwester können ihn allein lassen, nicht? Das ist er, das ist er. Wenn ihr vor euch habt. Julius, du musst nicht denken, dass ich dich allein lasse. Ich bleib bei dir, Julius, immer bei dir, bei meinem großen Bruder. Was hat das denn zu bedeuten? Oh, Julius, beinahe 30 Jahre hat mir Roderichs Bild vor Augen geschwebt. Und nun? Du bist das so einen alten, schrumpeligen Mann. mit total kahlen Kopf. Um den wandere ich doch nicht aus nach Schweden. Nee, lieber nicht, Miele. Papa, bist du jetzt wieder Buchhalter bei Dörmann? Buchhalter? Nee, das bin ich nicht. Aber ab morgen gibt es in Hamburg die Firma Dörmann und Kappelhoff. So wird sie eingetragen ins Handelsregister. Julius, da kommt unser Name ja in die Zeitung. Mein herzlichen Glückwunsch, Schwiegervater. Danke, Und mir auch, Papa, du. Und dann bin ich dir auch nicht mehr satt. Danke, Kinder, danke. Also das hättet ihr miterleben müssen. Robert Dörmann hat das Personal zusammengetrommelt, mir die Hand auf die Schulter gelegt und mich dem Personal als Kompagnon vorgestellt. Diese Gesichter. Oh. Was hat man sich gestern noch alles mit mir erlaubt? Und nun, als ich aus dem Kontor ging, verneigt haben sie sich vor mir. Ja. Die Türen weit aufgerissen. Auf Wiedersehen, Herr Kappelhoff. Kommen Sie gut heim, Herr Kappelhoff. Ja. Oh, wie die Menschen doch gleich anders zu dir sind, wenn Du Geld hast, Schwiegervater. brauchst sie nur das Buch unter die Nase zu halten. Schon liegen sie alle vor dir auf den Knien.